Ich kann nicht Hasu, ich dimme. Im Eingang ihres kleinen Holzchalets mit rissigen Wänden stand der Mann, den sie geschworen hatte, nie wiederzusehen. Urs, 15 Jahre später, er trug einen Anzug, der mehr kostete als alles, was sie besaß. Seine eleganten Lederschuhe glänzten in der Nachmittagssonne. Sie trug eine dreimal geflickte Bluse und Sandalen mit abgenutzten Sohlen. Zwischen ihnen herrschte ein 1,5 Jahrzehnte langes Schweigen. Musik, Heidi, ich. Urs versuchte zu sprechen, aber die Worte blieben ihm eher am Hals stecken, als er das Innere des Hauses sah. Ein wackeliger Tisch, 3 barfüßige Kinder, die ihn mit großen Augen ansahen, kahle Wände, der Geruch von Feuchtigkeit und Armut. Er war 5 Stunden in seinem Luxuswagen gefahren, um dieses vergessene Bergdorf zu erreichen. Er hatte 1000-mal geübt, was er sagen wollte, aber nichts hatte ihn auf Musik das vorbereitet. »Was machst du hier?« fragte sie. Ihre Stimme war hart, aber ihre Augen erzählten eine andere Geschichte. Da war Schmerz, Musik, so viel Schmerz. »Ich muss mit dir sprechen.« Urs machte einen Schritt vorwärts. »Es ist wichtig.« »Wichtig?« lachte Heidi bitter. »Nach 15 Jahren, nachdem du Musik ohne Erklärung gegangen bist, nachdem du mich allein gelassen hast, als ich dich am meisten brauchte?« Die Kinder versteckten sich hinter ihrer Mutter. Der Kleinste, kaum 5 Jahre alt, umklammerte ihr Bein. »Es ist nicht, was du denkst«, sagte er. »Dann sag es mir.« Sie verschränkte die Arme. »Sag mir, was ist so wichtig, dass es dich nach so langer Zeit hierher bringt? Musik. Sag mir, warum tauchst du jetzt auf, wo ich gelernt habe, ohne dich zu leben, wo ich deine leeren Versprechungen nicht mehr brauche?« Urs atmete tief ein, griff in die Tasche seines Sakkos und zog einen Umschlag heraus. Einen Umschlag, der alles ändern würde. »Ich bin gekommen, um dir das zu geben«, sagte er, »und um dir die Wahrheit zu sagen.« Die Wahrheit. Dieses Wort schwebte wie ein Geist zwischen ihnen. Musik, denn die Wahrheit hatte die Macht, das Wenige, was noch übrig war, zu zerstören oder alles aus der Asche wieder aufzubauen. Heidi sah den Umschlag an, ohne ihn zu berühren. Ihr Herz pochte so stark, dass es schmerzte. Was sie nicht wusste war, dass dieser Umschlag etwas enthielt, das sie sich nie vorgestellt hatte, und dass das Gespräch, das gleich beginnen würde, Geheimnisse enthüllen würde, die 15 lange Jahre lang begraben gewesen waren. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt, vergiss nicht, dich zu abonnieren. Geschichten wie diese müssen erzählt werden. Musik. Heidi nahm den Umschlag nicht an, sondern trat einfach zur Seite und deutete mit einer knappen Geste ins Innere des Hauses. »Komm herein, aber zieh deine Schuhe aus. Ich will nicht, dass du den Holzboden schmutzig machst.« Urs gehorchte, zog seine italienischen Lederschuhe aus und stellte sie an den Eingang. Der Holzboden war kalt unter seinen Füßen. »Sauber«, bemerkte er. Trotz allem war er makellos sauber. Musik. Die 3 Kinder beobachteten ihn immer noch. Die Älteste, ein etwa 12-jähriges Mädchen mit unordentlichen Zöpfen, sah ihn misstrauisch an. Der Mittlere, Musik, ein 8-jähriger Junge mit einem 2 Nummern zu großen T-Shirt. Musik, versteckte sich hinter seiner Schwester. Der Kleinste, an die Beine seiner Mutter gekuschelt, lutschte am Daumen. »Lena, bring deine Brüder nach draußen«, befahl Heidi sanft. »Aber Mama, jetzt, mein Schatz.« Das Mädchen nickte, nahm ihre Brüder an der Hand und ging durch die Hintertür hinaus. Bevor sie ging, warf sie Urs einen letzten Blick zu. Musik, ein Blick, der sagte: »Wenn du ihr wehtust, kriegst du es mit mir zu tun.« Urs spürte, wie sich etwas in seiner Brust zusammenzog. Musik. Dieses Mädchen hatte dasselbe Feuer in den Augen wie Heidi, denselben Geist, in den er sich vor so vielen Jahren verliebt hatte. »Setz dich.« Heidi zeigte auf einen wackeligen Stuhl neben dem wackeligen Tisch. »Obwohl ich nicht weiß, ob dein Designeranzug das überlebt.« Er setzte sich, ohne auf die Provokation zu antworten. Der Tisch war für 4 ungleiche Teller gedeckt. 4 Musikbrote auf einem Teller, ein Topf mit Gerstensuppe. Das war das Abendessen. »Sind das deine?« fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Die Kinder.« Heidi setzte sich ihm gegenüber und hielt Abstand. »Nein, ich habe sie auf der Straße gefunden und beschlossen, sie zu sammeln.« »Heidi, was hast du erwartet, Urs? Dass ich in der Zeit eingefroren auf dich warte?« Das Leben ging weiter. Ich ging weiter. Wer ist der Vater? Die Frage kam härter heraus, als er beabsichtigt hatte. Heidi Musik sah ihn mit einer Mischung aus Schmerz und Wut an. »Das ist nicht ein Problem. Nicht mehr. Es gab eine Zeit, da gab es keine Geheimnisse zwischen ihnen, als sie jung waren. Als Urs noch Architekturstudent mit mehr Träumen als Geld war, als Heidi in der Dorfbäckerei ihres Onkels arbeitete und ihm das Brot vom Vortag aufhob. Sie hatten in einer einfachen Zeremonie geheiratet, 20 Gäste, ein geliehenes Kleid, aber sie waren glücklich. Oder das glaubte Urs, bis das Angebot kam, die Chance seines Lebens, ein Partnerinvestor, der sein erstes großes Musikprojekt finanzieren wollte. Aber es gab eine Bedingung. Er musste weggehen, in die Hauptstadt ziehen,
Jahrelang Tag und Nacht arbeiten. Ich komme in 2 Jahren zurück, hatte er ihr versprochen. 3 höchstens. Ich werde unsere Zukunft aufbauen. Sie hatte geweint, ihn angefleht, nicht zu gehen, aber er war blind vor Ehrgeiz, jung und dumm. Ich komme für dich zurück, hatte er gesagt. Ich schwöre es dir, Musik hat er es nie getan. Ich weiß, dass ich kein Recht habe, hier zu sein, sagte Urs jetzt, seine Stimme leiser. Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe, dass ich alle meine Versprechen gebrochen habe. Alle. Heidi lachte humorlos. Nein, Urs, du hast nicht nur deine Versprechen gebrochen, du hast mich zerstört, du hast mich allein gelassen. Als er aufhörte, Musik, schluckte sie. Ihre Augen glänzten, aber sie würde nicht weinen. Nicht vor ihm. Wann? Was? Nichts. Vergiss es. Musik. Heidi, bitte, bitte. Sie stand abrupt auf. Der Stuhl kratzte über den Boden. Du kommst nach 15 Jahren mit einem Umschlag und einem Bitte. Glaubst du, das reicht? Urs stand ebenfalls auf und legte den Umschlag auf den Tisch. Ich bin nicht gekommen, um Verzeihung zu bitten. Ich bin gekommen, um dir das zu geben, was dir immer gehörte. Sie sah den Umschlag an, als wäre er eine Schlange. Ich will dein Geld nicht. Es ist keine Wohltätigkeit. Es gehört dir von Rechts wegen. Ich brauche nichts von dir. Urs, öffne es. Nein, ihr Schrei hallte an den kahlen Wänden wider. Draußen hörten sie die Kinder verstummen. Plötzlich atmete Heidi tief ein und versuchte, sich zu beruhigen. Sieh dich an, sagte Urs sanft. Musik. Sieh dir dieses Haus an, die barfüßigen Kinder, das Essen, das kaum reicht. Aber es gehört mir. All das gehört mir. Ich habe es mit meinen Händen aufgebaut, mit meiner Würde intakt. Und da Musik war der Grund, warum er sich in sie verliebt hatte. Diese wilde Würde, dieser Stolz, der nicht brach, selbst wenn alles andere zusammenbrach. Ich weiß, sagte Musik und ich bewundere dich dafür. Das habe ich immer getan. Bewunderung. Heidi lachte, Musik, aber jetzt liefen Tränen über ihre Wangen. Ich will deine Bewunderung nicht. Ich wollte, dass du hier bist. Sie bedeckte ihren Mund. Sie hatte zu viel gesagt. Urs kam einen Schritt näher, dann noch einen. Was hast du verloren? Sie schüttelte den Kopf. Heidi, bitte, Musik, sag es mir. Unser Kind. Die Worte kamen als gebrochenes Flüstern heraus. Ich habe unser Kind 2 Monate, nachdem du gegangen bist, verloren. Urs Welt hielt inne. Alle Geräusche verschwanden. Es blieb nur dieser Schlag, diese Wahrheit, die etwas in ihm zerbrochen hatte, das niemals repariert werden konnte. Du warst schwanger? 3 Monate. Ich wollte es dir am Tag vor deiner Abreise sagen, aber du warst so aufgeregt wegen deiner Chance. Ich wollte deinen Moment nicht ruinieren. Urs ließ sich auf den Stuhl fallen. Seine Hände zitterten. Ich wusste es nicht. Natürlich wusstest du es nicht, weil du nie angerufen, nie geschrieben hast. Du bist verschwunden, als hätten wir nie existiert. Der Umschlag lag auf dem Tisch zwischen ihnen. Musik, ein weißes Rechteck, das Geheimnisse enthielt. Geheimnisse, die alles ändern oder Musik, das wenige, was noch übrig war, zerstören konnte. Öffne es, sagte Urs mit gebrochener Stimme. Bitte. Danach, Musik, wenn du willst, dass ich gehe, werde ich gehen und du wirst mich nie wiedersehen. Heidi sah den Umschlag an. Ihre Hände zitterten, als sie danach griff. Was sie gleich entdecken würde alles ändern, was sie über diese 15 Jahre des Verlassenseins zu wissen glaubte. Heidi öffnete den Umschlag mit zitternden Händen. Musik, darin waren Dokumente, viele Dokumente. Sie breitete sie einzeln auf dem wackeligen Tisch aus. Ihr Gesicht veränderte sich, während sie las. Zuerst Verwirrung, dann Ungläubigkeit, schließlich etwas Ähnliches wie Schock. Musik, was ist das? Bankzertifikate, antwortete Urs. Auf deinen Namen. Musik, das sagt. Heidi las noch einmal, als ob die Worte sich ändern könnten. Das sagt 20 Millionen Franken. Ja, Musik, du bist verrückt. Sie warf die Papiere auf den Tisch. Glaubst du, du kannst mich kaufen? Dass du hier mit Geld auftauchen und alles auslöschen kannst? So ist es nicht. Was ist es dann? Urs stand auf und ging zum Fenster. Draußen spielten die 3 Kinder auf dem Kiesplatz. Lena schob ihre Brüder auf einer Schaukel aus einem alten Reifen und Seil. Als ich ging, begann er, haben wir Papiere unterschrieben. Erinnerst du dich? Wir haben viele Dinge unterschrieben. Die Heirat, die Hypothek auf das Haus, die du nie fertig bezahlt hast. Nein, andere Papiere. Mein Partner, der Investor, bestand darauf. Er sagte, es sei ein Schutz, dass du abgesichert wärst, wenn mir etwas passieren würde. Heidi runzelte die Stirn und versuchte sich zu erinnern. Ich war so aufgeregt, dass du gehen würdest, um deinen Traum zu verwirklichen, dass ich unterschrieb, ohne zu lesen. Ich habe dir vertraut. Dieses Dokument, Musik, legte fest, dass 50% von allem, was ich verdienen würde, automatisch dir gehören würden. Egal, ob wir zusammen waren oder nicht. Stille, eine Stille, so tief, dass man den Wind hören konnte, der die trockenen Blätter am Hof bewegte. Du sagst, dass jedes Gebäude, das ich gebaut habe,
Jedes Projekt, das ich abgeschlossen habe, jeder Franken, den ich in diesen 15 Jahren verdient habe, die Hälfte immer legal dir gehörte, musikvertraglich? Heidi ließ sich auf den Stuhl fallen. Ihre Beine trugen sie nicht mehr. Warum lebe ich dann so? Ihre Stimme war kaum ein Flüstern. Warum gehen meine Kinder barfuß? Warum essen wir jeden Tag Bohnen, weil du nie deinen Anspruch geltend gemacht hast? Musik. Und ich, Urs, schloss die Augen. Ich war ein Feigling. Erklär dich. Nach dem ersten Jahr, als das Geschäft explodierte, als das Geld zu fließen begann, wusste ich, dass ich zurückkehren musste. Musik, mein Versprechen halten. Aber jeder Monat, der verging, machte es schwieriger. Musik. Ich hatte so viel Arbeit, so viel Druck. Ich sagte mir, Musik, noch einen Monat, nur noch einen Monat. Und ich werde alles bereit haben, um für sie zurückzukommen. Und ein Monat wurde zu 6. 6 zu einem Jahr. Bevor ich es merkte, waren 3 Jahre vergangen. Ich versuchte anzurufen, aber deine Nummer existierte nicht mehr. Ich kam, um dich zu suchen, aber deine Tante sagte mir, du seist umgezogen, dass du nichts mehr von mir wissen wolltest. Heidi wurde steif. Meine Tante ist vor 10 Jahren gestorben. Ich weiß, ich wusste es später, aber da waren bereits 5 Jahre vergangen. Musik. Und ich nahm an, dass du dein Leben neu aufgebaut hattest, dass die 20 Millionen, die sich auf deinem Konto ansammelten, meine Art der Wiedergutmachung waren. Wiedergutmachung? Heidis Stimme wurde lauter. Glaubst du, Geld macht es wieder wett, dass du gegangen bist, als ich dich am meisten brauchte, dass ich unser Baby allein verloren habe? Musik, dass ich um Arbeit betteln musste. Dass meine Kinder aufgewachsen sind und dachten, ihre Mutter sei nichts wert? Urs drehte sich um. Tränen waren in seinen Augen. Nein, nichts davon macht irgendetwas wieder wett. Deshalb bin ich gekommen, nicht um dir das Geld zu geben, sondern um dir die Wahrheit zu sagen, um dich nicht um Verzeihung zu bitten. Ich verdiene keine Verzeihung, sondern um die Chance, diese Kinder kennenzulernen, zu helfen, hier zu sein. Die Kinder, Heidi sprang auf. Du willst meine Kinder kennenlernen, nachdem wir unser Kind verloren haben? Die Hintertür öffnete sich. Lena trat ein, ihre Augen groß und ängstlich. Mama, geht es dir gut? Wir haben dich schreien hören. Heidi atmete tief ein. Musik. Sie wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. Mir geht es gut, mein Schatz. Geh, Musik wieder raus. Aber Lena rührte sich nicht. Sie sah Urs mit diesem schützenden Misstrauen an, das Kinder haben, die zu schnell erwachsen geworden sind. Musik, er ärgert dich. Urs spürte, wie etwas in seiner Brust zerbrach. Musik. Dieses Mädchen, das kaum 12 Jahre alt war bereit, ihre Mutter vor einem Mann zu verteidigen, der 3-mal so groß war wie sie. Nein, Lena, sagte Heidi mit sanfterer Stimme. Wir reden nur. Musik, geh zu deinen Brüdern. Sicher? Sicher. Das Mädchen ging, ließ aber die Tür einen Spalt offen. Für alle Fälle. Musik. Heidi ließ sich wieder auf den Stuhl fallen. Sie sah erschöpft aus, als hätte sie einen Marathon gelaufen. Wer ist der Vater? Fragte Urs wieder, sanfter. Dieses Mal sah Heidi ihn lange an. Es lag etwas in ihren Augen, etwas, das Urs nicht entschlüsseln konnte. Beat, sagte sie schließlich. Er hieß Beat. Er arbeitete auf dem Bau. Er war gut musikfreundlich. Er war nicht du, aber er war gut. Er starb vor 4 Jahren. Unfall auf der Baustelle. Die Kinder bekamen nicht einmal eine Entschädigung, weil die Firma pleite ging. Urs spürte einen Stich von etwas, das Eifersucht sein könnte, aber dafür war es zu spät. Zu absurd. Es tut mir leid. Ich will dein Mitleid nicht. Es ist kein Mitleid, es ist Empathie. Musik. Ich weiß, was es heißt zu verlieren. Heidi lachte bitter. Du, der erfolgreiche Millionär, was hast du verloren? Urs sah ihr direkt in die Augen. Dich. Ich habe die einzige Frau verloren, die ich geliebt habe. Ich habe ein Kind verloren, das ich nie kannte. Ich habe 15 Jahre verloren, die ich nie zurückbekommen werde. Das waren deine Entscheidungen. Ich weiß, deshalb bin ich hier. Heidi sah wieder die Dokumente auf dem Tisch an. Musik, 20 Millionen Franken. Ein Vermögen, genug, um alles zu ändern, ihren Kindern Bildung, Schuhe, eine Zukunft zu geben. Aber zu welchem Preis? Wenn ich das annehme, sagte sie langsam. Was willst du dafür? Nichts. Alle wollen etwas. Lass mich einfach in ihrem Leben sein, in deinem. Nicht als Ehemann. Ich bin nicht so verrückt zu denken, dass das möglich ist. Musik, aber als, ich weiß nicht, als Freund, als jemand, der helfen kann. Wie lange? Bis du wieder gelangweilt bist, bis ein anderes Projekt dich ruft. Es war eine berechtigte Frage, und Urs hatte keine Antwort, die überzeugend klang. Ich weiß es nicht, gab er zu. Ich weiß nur, dass diese 15 Jahre ohne dich leer waren. Ich habe Musik 30 Gebäude gebaut. Ich habe mehr Geld verdient, als ich ausgeben kann. Aber jede Nacht in meinem leeren Penthouse sah ich das Foto unserer Hochzeit an und fragte mich, hat es sich gelohnt? Und, hat es sich gelohnt? Urs schüttelte den Kopf. Nein,
Nichts davon war es wert, dich zu verlieren. Draußen begann die Sonne unterzugehen. Die Kinder rannten herein, mit roten Wangen und zerzaustem Haar. Sie blieben stehen, als sie Urs immer noch da sahen. »Mama, wir haben Hunger«, sagte der mittlere Junge. Heidi sah auf den Topf mit Bohnen, sah ihre 3 Kinder an, sah die Dokumente auf dem Tisch und schließlich Urs an. Was sie in diesem Moment entscheiden würde, würde alles ändern für Musik, sie, für ihre Kinder, für den Mann, den sie einst geliebt hatte und der jetzt ein fremder Millionär in ihrem bescheidenen Zuhause war. Aber es gab etwas, das Urs ihr noch nicht gesagt hatte, etwas, das sich gleich offenbaren würde und das alles, was er gerade gestanden hatte, unbedeutend erscheinen lassen würde. »Setzt euch zum Abendessen«, sagte Heidi zu ihren Kindern. Ihre Stimme war fest, aber Urs bemerkte das Zittern in ihren Händen, als sie die Bohnen servierte. Die 3 Kinder setzten sich an den Tisch. Lena half dem Kleinsten, auf seinen Stuhl zu klettern. Urs blieb stehen und fühlte sich als Eindringling in dieser familiären Intimität. »Du auch«, sagte Heidi, ohne ihn anzusehen. »Wenn du hier bleibst, isst du mit uns.« Es war eher ein Befehl als eine Einladung. Urs setzte sich. Das Abendessen verlief schweigend. Die Kinder aßen schnell, Musik, offensichtlich hungrig. Lena teilte ihr Brot in 2 Hälften und gab ein Stück ihrem jüngeren Bruder. Eine so natürliche Geste, dass es offensichtlich war, dass sie es jeden Tag tat. Urs konnte kaum schlucken. Jeder Bissen schmeckte nach Schuld. Als sie fertig waren, begann Lena, die Teller einzusammeln. »Lass mich dir helfen«, bot Urs an. »Nicht nötig«, antwortete das Mädchen kühl. »Lena, sei nicht unhöflich«, tadelte Heidi sie sanft. »Aber Mama, wir kennen ihn nicht.« »Ich weiß, mein Schatz, aber er ist ein alter Freund.« Lena sah ihn skeptisch an. Mit ihren 12 Jahren hatte sie bereits gelernt, alten Freunden zu misstrauen, die aus dem Nichts auftauchten. Nach dem Abwasch in einer Wanne mit kaltem Wasser brachte Heidi die Kinder in ihr Zimmer. Urs hörte ihre sanften Stimmen, das übliche Ritual, eine Geschichte, Gebete, Gute-Nacht-Küsse. Als sie zurückkam, war der Mond bereits aufgegangen. Musik, das Haus war nur von einer Öllampe beleuchtet, der Strom war wieder ausgefallen. »Man schläft schnell ein, wenn man müde ist«, sagte Heidi und setzte sich ihm gegenüber. »Musik, wenn man gearbeitet hat, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Lena arbeitet auch, sie hilft 3-mal pro Woche nach der Schule am Dorfladen. Sie verdient genug für ihre Hefte.« Urs spürte, wie etwas in seiner Brust zerbrach. Musik, sie ist 12 Jahre alt und stärker als viele Erwachsene. Es herrschte Stille. Urs sah die Flamme der Lampe tanzen. »Du sagtest, du seist gekommen, um mich zu suchen«, begann Heidi. »Dass meine Tante dir sagte, ich sei umgezogen.« »Ja, 3 Jahre nachdem ich gegangen bin, meine Tante Anna.« »Ja«, Heidi beugte sich vor, ihre Augen glänzten bief am Licht der Lampe. »Urs, meine Tante Anna starb 2 Jahre bevor du gegangen bist.« Die Welt hielt inne. Urs sah sie verwirrt an. »Was?« »Anna, die Schwester meiner Mutter, starb an Krebs, als ich 20 war. 2 Jahre bevor wir geheiratet haben. Aber ich habe mit ihr gesprochen. Ich war in ihrem Haus. Eine Frau mit grauem Haar, zu einem Knoten hochgesteckt, lebte am blauen Haus am Ende der Hauptstraße. Heidi wurde blass. Das war nicht meine Tante Anna. Wer dann? Grete. Der Name kam als Flüstern heraus. Beats Großtante, die Mutter seines verstorbenen Vaters. Urs verstand nichts. Das macht keinen Sinn. Warum sollte die Tante deines von Beat in diesem Haus sein? Warum sollte sie mich anlügen? Heidi stand auf und ging zu einer alten Holzkiste in der Ecke. Sie wühlte darin und zog ein vergilbtes Foto heraus. Sie gab es Urs. Auf dem Foto hielt eine junge Frau ein Baby. Daneben ein Mann in Arbeitskleidung. Hinter ihnen ein blaues Haus. Das ist Grete, als sie jung war, und das ist Beats Großvater. Dieses Haus ist seit 3 Generationen am Besitz ihrer Familie. Urs studierte das Foto. Die Frau, mit der er gesprochen hatte, die ihm gesagt hatte, Heidi sei gegangen, wolle nichts mehr von ihm wissen. Ich verstehe nicht, warum sie mich angelogen hat. Musik, weil ich mit Beat zusammen war. Heidi setzte sich wieder hin, ihre Hände zitterten. Als du mich 3 Jahre nach deiner Abreise suchen kamst, hatte ich Beat gerade kennengelernt. Es waren erst 2 Monate vergangen, aber Grete war sehr beschützerisch gegenüber ihrer Familie. Als sie einen reichen Mann in einem teuren Anzug sah, der nach mir fragte, nahm sie an, dass du Ärger machen wolltest, Musik, um das zu ruinieren, was ihr Neffe mit mir aufbaute. Urs fuhr sich mit den Händen durchs Haar. Seine Gedanken rasten. Also hat sie mich angelogen, mir gesagt, du seist weggegangen, um mich fernzuhalten. Ja. Und du wusstest nicht, dass ich gekommen war, um dich zu suchen? Heidi schüttelte den Kopf. Tränen liefen über ihre Wangen. Ich wusste es nie. Grete hat es mir nie gesagt. Und ich? Ich nahm an, du hättest mich wirklich vergessen, dass all deine Versprechen Lügen waren. Urs stand abrupt auf. Der Stuhl fiel mit einem Krachen zurück. Musik. Ich war 3-mal hier, Heidi.
3-mal in diesem Jahr. Das erste Mal sagte sie, du seist umgezogen. Musik, das zweite Mal, du seist verheiratet. Das dritte Mal, du wolltest mich nicht sehen. Ich solle dich in Ruhe lassen. Mein Gott. Heidi bedeckte ihren Mund. Ich wohnte nur 2 Straßen weiter. Hättest du jemand anderen gefragt, aber das tat ich nicht. Ich vertraute dem, was sie sagte. Ich dachte, ich respektierte deine Wünsche. Der Raum drehte sich. Jahre der Annahmen, des selbst zugefügten Schmerzes, der Entscheidungen, die auf Lügen basierten. Warte, sagte Heidi plötzlich. Du sagtest, du wärst vor 5 Jahren zurückgekommen, dass du es wusstest, als meine Tante starb. Musik. Ja, ich las ihren Nachruf in der Dorfzeitung. Musik, Anna Schweitzer. Ich dachte, es wäre deine Tante. Als ich anrief, um mein Beileid auszudrücken, sagten sie mir, du hättest keine nahen Verwandten, dass du allein mit deinen Kindern lebst. Aber ich hatte damals keine Tante Anna. Sie war schon vor Jahren gestorben. Urs lief ein Schauer über den Rücken. Wessen Nachruf war das dann? Heidi ging wieder zur Kiste und holte eine alte Zeitung heraus. Sie breitete sie auf dem Tisch aus. Da stand Anna Meyer, aber der vollständige Name war Anna Meyer-Keller. Das war die Frau des Gemeindepräsidenten. Musik, erklärte Heidi. Sie starb vor 5 Jahren. Das hatte nichts mit mir zu tun. Urs lehnte sich an die Wand. All das, Musik, all diese Jahre basierend auf Verwirrungen, Zufällen und gut gemeinten Lügen. Musik, ich hätte dich finden können, flüsterte er. Jederzeit in diesen 15 Jahren hätte ich dich wirklich finden können, aber das tatest du nicht, weil ich glaubte, was mir gesagt wurde, weil ich annahm, du seist weitergezogen, weil ich ein Feigling war, der es vorzog, eine bequeme Lüge zu glauben, anstatt hierher zu kommen und um dich zu kämpfen. Heidi wischte sich die Tränen ab. Ihr Gesicht war eine Mischung aus Wut, Schmerz und etwas anderem. Etwas, das Urs nicht identifizieren konnte. »Weißt du, was das Schlimmste ist?« fragte sie. »Dass Grete vor 3 Jahren gestorben ist. Ich kann sie nie fragen, warum sie das getan hat. Ich werde nie wissen, ob sie wirklich dachte, sie würde dich fernhalten, um mich zu schützen. Oder ob sie sicherstellen wollte, dass ich bei Beat bleibe, dass ihre Familie die Chance nicht verliert, eine Mutter für ihre zukünftigen Enkel zu haben. Musik. Die folgende Stille war dicht, beladen mit Implikationen. Die Kinder, sagte Urs langsam. Musik. Du sagtest, die Älteste sei 12 Jahre alt. Lena ist 12. Ja, wir haben uns vor 15 Jahren getrennt. Das stimmt. Und du hast BA 2 Monate, bevor ich dich suchen kam, kennengelernt, was bedeutet 3 Jahre, nachdem du gegangen bist. Urs rechnete in seinem Kopf. Sein Gesicht. Musik wurde blass. Heidi. Wann genau wurde Lena geboren? Sie sah ihn in die Augen und in diesem Moment wusste Urs es. Er wusste es, bevor sie ein einziges Wort sagte. 3 Monate, nachdem ich Beat kennengelernt hatte, 9 Monate, nachdem ich dich verloren hatte. Urs Welt hielt Musik völlig inne. Also, Lena ist deine. Die Worte kamen als Flüstern heraus. Lena ist deine Tochter. Urs konnte nicht atmen. Heidis Worte hallten wie Glocken in seinem Kopf wieder. Lena ist deine Tochter. Er ließ sich auf den Stuhl fallen. Seine Hände zitterten so sehr, dass er sie gegen seine Knie pressen musste. Wie? Seine Stimme war gebrochen. Wie ist das möglich? Du sagtest, du hättest das Baby verloren. Und das habe ich. Heidi setzte sich erschöpft ihm gegenüber. Ich habe das erste verloren, das ich trug, als du gingst, nach 12 Wochen. Der Arzt sagte, es sei wegen des Stresses, des Leidens, Musik. Aber dann, 3 Wochen später, entdeckte ich, dass ich wieder schwanger war. Urs sah sie verständnislos an. Es waren Zwillinge, Urs. Tränen liefen jetzt frei über Heidis Gesicht. Ich war wieder schwanger mit Zwillingen. Ich habe eines verloren, aber Lena. Lena klammerte sich ans Leben. Sie wurde zu früh geboren, wog kaum 2 Kilogramm, aber sie überlebte. Urs Welt wankte. Musik, eine Tochter. Er hatte eine 12-jährige Tochter, ein mutiges Mädchen mit unordentlichen Zöpfen und Feuer in den Augen, die in Armut gelebt hatte, während er Imperien baute. Warum hast du es mir nicht gesagt? Seine Stimme war kaum ein Flüstern. Wie hätte ich es dir sagen sollen, wenn du verschwunden bist? Ich habe meine Nummer 3 Monate, nachdem du gegangen bist, geändert, weil ich es nicht ertragen konnte, auf das Telefon zu schauen und auf einen Anruf zu warten, der nie kam. Als ich nach der Geburt ins Dorf zurückkam, funktionierte deine Nummer auch nicht mehr. Ich hätte sie kennenlernen können. Ich hätte bei ihren ersten Schritten, ihren ersten Worten dabei sein können. Aber du warst nicht dabei. Heidis Stimme erhob sich. Du warst nicht dabei, als sie Lila geboren wurde. Und die Ärzte sagten, sie würde die Nacht vielleicht nicht überleben. Du warst nicht dabei, als sie mit 6 Monaten eine Lungenentzündung hatte und ich 3 Tage am Stück wach blieb und betete, dass sie atmen würde. Du warst nicht dabei, als sie ihre ersten Schritte allein in diesem leeren Haus machte, weil ich arbeitete. Urs stand auf und ging zu dem Zimmer,
in dem die Kinder schliefen. Er blieb an der Tür stehen und blickte durch den Spalt. Lena schlief in der Mitte, ihre beiden jüngeren Brüder an sie gekuschelt. Ihr Arm schützte den Kleinsten. »Musik, sie sieht aus wie du«, sagte Heidi hinter ihm. »Sie hat deine Nase, deinen Starrsinn, deine Art, die Stirn zu runzeln, wenn sie konzentriert ist. Sie weiß es, nicht wahr?« Beat wusste es. Heidi nickte Musik langsam. Er wusste es von Anfang an. »Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, bevor wir geheiratet haben, dass ich von einem anderen Mann schwanger war, dass dieser Mann mich verlassen hatte. Beat sagte, es sei ihm egal, dass er Lena lieben würde, als wäre sie seine eigene. Und das tat er. Mehr, als du sie jemals geliebt hättest.« Es lag Gift in diesen Worten. Gift, das aus jahrelangem Schmerz geboren war. Er trug sie auf seinen Schultern, er brachte ihr das Fahrradfahren bei. Er nannte sie meine Prinzessin. Musik. Als er starb, weinte Lena wochenlang. Für sie war er ihr Vater, der einzige Vater, den sie kannte. Urs schloss die Augen. Jedes Wort war ein Stich. Und die anderen beiden sind von Beat, biologisch seine, ja, biologisch seine, aber Lena kümmert sich um sie, als wären sie auch ihre eigenen. Musik. Dieses Mädchen ist 12 Jahre alt und schon mehr Mutter als viele erwachsene Frauen. Urs drehte sich um Heidi anzusehen. »Ich will es ihr sagen. Du hast kein Recht, das zu wissen.« »Nein«, Heidi verschränkte die Arme. »Du wirst nicht nach 15 Jahren hierher kommen und ihre Welt zerstören.« »Zerstören? Heidi, sie, wo sie lebt. Musik, sie, wie sie sich kleidet. Glaubst du nicht, dass sie es verdient, zu wissen, dass sie einen Vater hat, der ihr alles geben kann? Alles?« Heidi lachte humorlos. »Wirst du Musik ihr Zeit geben? Erinnerungen? Schlaflose Nächte, wenn sie Albträume hat? Umarmungen, wenn die Welt zu schwer erscheint? Ja, all das. Ich werde es versuchen. Du wirst es versuchen?« Heidi stieß ihn an die Brust. Es war eine musikschwache Geste, aber beladen mit jahrelanger Wut. »Meine Tochter braucht keine Versuche. Sie hatte genug Verlassenheit für ein ganzes Leben. Ich werde sie nicht verlassen. Das Musik, sagtest du über mich.« Der Schlag saß. Urs wich zurück, als hätte man ihn geohrfeigt. Ein Geräusch ließ sie sich umdrehen. Lena stand in der Zimmertür, wach, mit riesigen Augen in der Dunkelheit. »Warum streitet ihr euch?« Ihre Stimme war klein, verletzlich, ganz anders als das wilde Mädchen zuvor. Heidi rannte zu ihr. »Musik, es ist nichts, mein Schatz. Geh wieder schlafen. Ich habe Schreie gehört.« Lena sah Urs misstrauisch an. »Wer ist er, Mama? Warum ist er hier?« Heidi öffnete den Mund, aber es kamen keine Worte heraus. Sie sah Urs mit Panik in den Augen an. Urs kniete nieder, um auf Lenas Höhe zu kommen. Das Mädchen trat einen Schritt zurück und versteckte sich hinter ihrer Mutter. »Ich heiße Urs. Musik«, sagte er sanft. »Ich bin ein alter Freund deiner Mama. Warum bringst du sie zum Weinen?« Die Frage war direkt, anklagend und berechtigt. Weil es manchmal wehtut, wenn Erwachsene über Dinge aus der Vergangenheit sprechen. Aber es ist nicht ihre Schuld. Es ist meine. Lena studierte ihn mit diesen Augen, die seinen so ähnlich waren. Mein Papa sagte, echte Männer bringen Frauen nicht zum Weinen. Urs spürte, als hätte man ihm ein Messer ins Herz gestoßen. Dein Papa hatte recht und es tut mir leid. Lena, bitte, geh ins Bett, flehte Heidi. Er wird bleiben. Ich weiß es nicht. Lena sah Urs ein letztes Mal an. Dann, mit der Ernsthaftigkeit von jemandem, der viel älter als 12 Jahre war, sagte sie, wenn du bleibst, bring meine Mama nicht wieder zum Weinen. Sie hat schon genug geweint. Sie ging zurück ins Zimmer und schloss die Tür sanft hinter sich. Heidi ließ sich wieder an die Wand fallen und schluchzte. Urs näherte sich unsicher und wagte es schließlich, eine Hand auf ihre Schulter zu legen. Musik, sie stieß ihn nicht weg. Sie ist wie du, flüsterte er. Stark, mutig. Musik, beschützend. Sie ist besser als ich, besser als wir beide. Sie blieben so minutenlang oder vielleicht stundenlang. Musik. Die Zeit hatte in diesem Haus, wo jede Sekunde mit dem Schmerz von 15 Jahren belastet war, ihre Bedeutung verloren. Schließlich wischte sich Heidi das Gesicht ab und richtete sich auf. Du musst gehen, Urs. Nicht heute Abend, aber bald. Ich muss nachdenken, all das verarbeiten und das Geld. Sie sah die Dokumente an, die noch auf dem Tisch lagen. Ich weiß es nicht. Es ist zu viel. Alles ist zu viel. Es gehört dir von Rechts wegen. Musik. Rechte bedeuten nichts, wenn deine ganze Welt gerade explodiert ist. Urs nickte. Er verstand, oder zumindest versuchte er zu verstehen. Kann ich morgen wiederkommen? Ich weiß es nicht. Bitte, nur um zu reden, um sie kennenzulernen. Sie. Heidi schloss die Augen. Als sie öffnete, lag eine müde Entschlossenheit darin. Es gibt noch etwas, das du wissen musst. Was? Lena ist krank. Die Welt Musik hielt wieder inne. Es schien, als ob alles, was Urs in dieser Nacht erfuhr, mit einem verheerenden emotionalen Preis verbunden war. Krank wie ihr Herz. Sie wurde mit einem Defekt geboren. Die Ärzte sagten,
Sie würde irgendwann operiert werden müssen. Diese Eventualität kam vor 6 Monaten und ich habe kein Geld für die Operation. Sie kostet mehr, als ich in meinem ganzen Leben verdienen werde. Urs spürte, als hätte ihm jemand die Luft aus den Lungen gerissen. Wie ernst ist es, wenn sie in den nächsten Monaten nicht operiert wird? Heidi konnte den Satz nicht beenden. Sie brauchte es nicht. Ich werde sie operieren lassen. Musik jetzt, morgen, wann immer es nötig ist. Es ist nicht so einfach. Warum nicht? Weil wenn du plötzlich mit Geld auftauchst, um ihr Leben zu retten, wird sie Fragen stellen, Fragen, die ich nicht bereit bin zu beantworten. Dann sag ihr die Wahrheit. Welche Wahrheit? Dass ihr leiblicher Vater sie verlassen hat, bevor sie geboren wurde. Dass er erst auftauchte, als er entdeckte, dass er Geld auf ihren Namen hat. Dass er die ganze Zeit hätte da sein können, aber sich entschied, es nicht zu sein. Jedes Wort war eine Kugel und alle trafen ins Schwarze. Du hast recht, sagte Urs, seine Stimme gebrochen. In allem. Aber das ändert nichts daran, dass meine Tochter krank ist und ich sie retten kann. Unsere Tochter. Heidi ging zum Fenster. Draußen beleuchtete der Mond den Kiesplatz, auf dem ihre Kinder jeden Tag spielten. Gib mir eine Woche, sagte sie schließlich. Eine Woche, um mit ihr zu sprechen, sie vorzubereiten. Und wenn wir keine Woche haben? Laut den Ärzten haben wir 3 Monate, vielleicht 4. Musik. Und das bist du bereit zu riskieren? Heidi drehte sich um. Ihr Gesicht war eine Maske des Schmerzes. Ich habe alles für sie riskiert, seit sie geboren wurde. Was hast du riskiert? Es gab keine Antwort darauf. Musik. Denn die Wahrheit war, dass Urs nichts riskiert hatte. Er hatte auf Nummer sicher gespielt. Er hatte sein Imperium aufgebaut, während seine Familie zerfiel. Ich komme morgen wieder, sagte Musik er. Und jeden Tag danach, bis du mich an ihrem Leben teilhaben lässt. Auf welche Weise auch immer, wie auch immer. Musik und deine Firma, deine Projekte, die sollen zur Hölle fahren. Ich habe 15 Jahre gut zu machen. Heidi sah ihn lange an, suchte nach Aufrichtigkeit, nach der Falle, suchte nach dem Mann, den sie einst geliebt hatte, in diesem fremden Millionär, der jetzt in ihrem Haus war. In Ordnung, sagte sie schließlich. Komm, Musik, morgen um 16 Uhr, nachdem Lena von der Schule zurück ist. Es war eine Chance, klein, zerbrechlich, aber eine Musikchance. Urs nickte und ging zur Tür. Er zog seine teuren Schuhe an, die an diesem Ort der Bescheidenheit jetzt obszön wirkten. Urs, Musik, rief Heidi, als er bereits die Hand an der Klinke hatte. Er drehte sich um. Wenn du ihr das Herz brichst, wenn du sie enttäuschst, wie du mich enttäuscht hast, wird es nicht genug Geld auf der Welt geben, um dich vor mir zu schützen. Es war keine leere Drohung, es war ein Versprechen. Und Urs glaubte ihr. Das werde ich nicht, sagte er. Ich schwöre es dir. Ich glaube deinen Schwüren nicht mehr. Urs ging in die Nacht hinaus. Sein Luxuswagen wartete auf der Schotterstraße. Ein obszöner Kontrast zu den bescheidenen Häusern ringsum. Er setzte sich hinein, startete aber den Motor nicht. Er sah einfach Heidis Haus an. Die Lichter gingen eines nach dem anderen aus, bis nur noch Dunkelheit übrig war. Musik. Er hatte eine Tochter, die ihm im Sterben lag. Eine Tochter, die ihn nicht kannte. Eine Tochter, die einen anderen Mann als Vater liebte. Und er hatte nur Tage, um 15 Jahre Abwesenheit zu ändern. Was Urs nicht wusste, war, dass jemand anderes diese Nacht beobachtet hatte. Jemand, der jedes Wort gehört hatte. Jemand, dessen Anwesenheit alles wieder ändern würde. Denn in einem kleinen Dorf, Musik, bleiben Geheimnisse nie lange begraben. Urs schlief diese Nacht nicht. Er blieb am einzigen Gasthof des Dorfes. Ein bescheidenes Zimmer mit dünnen Wänden und einer durchgelegenen Matratze. Musik, so anders als sein Penthouse in der Hauptstadt. Aber es war nicht die Unbequemlichkeit, die ihn wach hielt. Es war das Bild von Lena, seiner Tochter, die zwischen ihren Brüdern schlief, sie selbst am Schlaf beschützte, mit einem kranken Herzen, das er retten konnte, retten musste. Um 6 Uhr morgens klopfte jemand an seine Tür, laut, hartnäckig. Er öffnete und fand eine Frau um die 40 mit zu einem festen Zopf gebundenem Haar und Augen, die mit kaum verhohlener Wut brannten. Musik, Sie sind Urs, nicht wahr? Es war keine Frage. Ja, wer sind Sie? Erika, Beats Schwester. Sie stieß die Tür auf und trat ein, ohne auf eine Einladung zu warten. Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie dieses Dorf verlassen, bevor Sie das wenige zerstören, was meiner Schwägerin noch bleibt. Urs schloss die Tür und drehte sich um ihr entgegenzutreten. Ich weiß nicht, was Sie gehört haben. Musik. Ich habe alles gehört. Erika verschränkte die Arme. Heidis Fenster sind dünn. Und ich wohne am Haus nebenan. Musik, dem Haus meines Bruders, dem Haus, von wo aus ich mich um diese Kinder gekümmert habe, als Heidi 18 Stunden am Tag arbeitete, um sie zu ernähren. Urs spürte die Last der Anschuldigung. Dann wissen Sie, dass Lena meine Tochter ist. Ich weiß, dass Sie Heidi schwanger verlassen haben, dass mein Bruder der Mann war, der da war, als Sie es nicht waren, dass Lena Beat bis zu ihrem letzten Atemzug Papa nannte. Und ich respektiere das. Beat war ein besserer Mann als ich.
Respekt? Erika lachte humorlos. Das nennen Sie, 15 Jahre später mit Ihrem schmutzigen Geld aufzutauchen? Es ist kein schmutziges Geld. Es ist Geld, das Heidi legal gehört. Und Sie glauben, das macht Sie besser? Glauben Sie, Geld löscht 15 Jahre Abwesenheit aus? Nein, aber es kann Lenas Leben retten. Erika schwieg. Ihr Gesicht wurde kaum weicher. Heidi hat mir von der Operation erzählt, die sie braucht. Musik. Verstehen Sie also, warum ich hier bin? Ich verstehe, dass ein reicher Mann mit schlechtem Gewissen denkt, er kann seine Erlösung kaufen. Urs setzte sich auf den Bettrand. Er war müde, so müde. Ich versuche nicht etwas zu kaufen. Musik, ich will nur helfen. Helfen? Erika kam näher. Wissen Sie, wie oft Lena mich gefragt hat, Musik, warum sie keinen Papa hatte wie die anderen Kinder? Wie oft ich sie weinen hörte, weil die Kinder in der Schule sie verspotteten. Das wusste ich nicht. Genau, sie wussten es nicht, weil sie nicht hier waren, weil sie sich entschieden haben, nicht hier zu sein. Erika atmete tief ein und versuchte sich zu beruhigen. Heidi ist wie meine Schwester. Diese Kinder sind meine Nichten und Neffen. Ich habe sie aufwachsen, leiden, kämpfen sehen und jetzt tauchen sie als Retter auf, wo sie doch nur ein Geist waren. Sie haben recht. Urs blickte auf. In allem, aber das ändert nichts daran, dass Lena krank ist und ich die Operation bezahlen kann. Und Musik danach? Bleiben Sie oder verschwinden Sie wieder, wenn Ihr Gewissen beruhigt ist? Ich bleibe. Wie lange? Eine Woche, einen Monat, bis Ihre Geschäfte Sie zurückrufen. So lange wie nötig. Erika studierte ihn Musik und suchte nach Lügen, nach der Falle. Mein Bruder hat etwas hinterlassen, bevor er starb. Musik, sagte sie schließlich. Einen Brief. Er bat mich, ihn Heidi zu geben, falls sie jemals auftauchen sollten. Urs spürte einen Schauer. Was steht in dem Brief? Ich weiß es nicht. Er ist versiegelt. Aber Beat hat mich schwören lassen, dass ich ihn übergebe. Erika zog einen vergilbten Umschlag aus ihrer Tasche. Ich wollte ihn Heidi heute Morgen geben, aber ich wollte sie zuerst sehen, was für ein Mann sie sind. Und was sehen Sie? Ich sehe einen ängstlichen, verlorenen Mann, der versucht, etwas zu reparieren, das vielleicht nicht zu reparieren ist. Erika legte den Umschlag auf den Tisch, aber ich sehe auch einen Mann, der endlich aufgetaucht ist. Spät, aber aufgetaucht. Was wollen Sie, dass ich tue? Ich möchte, dass Sie ehrlich zu Heidi sind, zu Lena, zu sich selbst. Erika ging zur Tür, und ich möchte, dass Sie etwas verstehen. Wenn Sie diesem Mädchen wehtun, wenn Sie ihr das Herz brechen, wie Sie es Ihrer Mutter gebrochen haben, wird es nicht genug Geld geben, um sich vor mir zu verstecken. Es war die zweite Drohung in weniger als 12 Stunden und Urs glaubte beide. Erika öffnete die Tür, blieb aber stehen. Musik, noch etwas. Lena hat morgen einen Termin beim Kardiologen in der Hauptstadt. Heidi hat Geld für Bus und Beratung geliehen. Wenn Sie wirklich helfen wollen, können Sie dort anfangen. Um wie viel Uhr ist der Termin? Um 10 Uhr morgens am Universitätsspital Zürich. Ich fahre Sie. Heidi wird nicht zustimmen. Dann überzeugen Sie sie. Bitte. Musik. Nicht für mich, für Lena. Erika sah ihn lange an, schließlich nickte sie. Ich werde mit ihr sprechen, aber ich verspreche nichts. Sie ging und ließ Urs allein mit dem Brief eines toten Mannes. Eines Mannes, der ein besserer Vater für seine Tochter gewesen war als er. Urs sah den Umschlag an. Die Musik, Handschrift war klar, sorgfältig, für Heidi, nur wenn er zurückkommt. Beat wusste Musik irgendwie, dass Urs irgendwann zurückkehren würde. Was hatte er geschrieben? Warnungen, Ratschläge, Verzeihung. Urs widerstand dem Impuls, den Brief zu öffnen. Er war nicht für ihn Musik, aber er konnte sich nicht helfen, sich zu fragen, welche Geheimnisse er enthielt. Um 15 Uhr klingelte sein Telefon. Es war eine unbekannte Nummer. Hallo, ich bin Heidi. Ihre Stimme klang angespannt. Erika hat mir von Musik dem Termin erzählt. Ich kann euch beide, dich und Lena, fahren und die Beratung und Musik, alle notwendigen Untersuchungen bezahlen. Ich brauche deine Wohltätigkeit nicht. Es ist keine Wohltätigkeit, es ist Verantwortung. Ich hätte von Anfang an da sein sollen. Lass mich jetzt da sein. Musik. Es herrschte lange Stille. In Ordnung, aber unter Bedingungen. Welche auch immer. Du sagst Lena noch nichts. Du bist nur ein Freund, der uns hilft. Nichts weiter. Einverstanden? Und wenn wir am Spital sind, Musik lässt du mich sprechen. Du bezahlst nur und schweigst. Verstanden? Und Urs? Ja, wenn das ein Spiel für dich ist. Wenn du danach verschwinden willst. Musik, sag es mir jetzt. Denn ich werde meiner Tochter keine Illusionen machen lassen, wenn du nicht vorhast zu bleiben. Es ist kein Spiel und ich werde nicht verschwinden. Das hast du schon mal gesagt. Der Anruf endete. Urs sah auf das Telefon und fragte sich, ob er Heidis Vertrauen jemals zurückgewinnen könnte. Den Rest des Tages verbrachte er mit Anrufen, Terminen absagen, Projekte delegieren. Seine Assistentin war verwirrt. Herr Sommer, ist alles in Ordnung? Nein, hatte er ehrlich geantwortet, aber es wird.
Um 18 Uhr ging er zu Heidis Haus. Die Kinder spielten draußen. Lena passte wie immer auf sie auf. Als sie ihn sah, wurde ihr Ausdruck härter. »Hallo«, sagte Urs und hielt respektvollen Abstand. »Hallo, deine Mama hat mir gesagt, du hast morgen einen Termin.« »Ja.« Lena sah ihm nicht in die Augen. »Beim Herzspezialisten.« »Musik. Stört es dich, wenn ich euch begleite? Ich kann euch in meinem Auto fahren.« »Warum?« Es war eine einfache Frage, aber voller Bedeutung. »Weil deine Mama mir wichtig ist und ihr wichtig seid.« Lena sah ihn endlich an. Mein Papa sagte, Worte bedeuten nichts ohne Taten. Dein Papa war ein weiser Mann. Das war er. Es lag Stolz in ihrer Stimme und Schmerz. Ich wünschte, er wäre hier. Ich auch. Und Urs meinte es ernst. Denn wenn Beat noch leben würde, hätte Lena einen Vater, der wusste, wie man liebt, der wusste, wie man bleibt. Heidi kam aus dem Haus. Sie trug ihr bestes Kleid, das einzige ohne sichtbare Flicken. »Es ist Zeit, Kinder«, rief sie. Die jüngeren Brüder rannten hinein. Lena folgte ihnen, aber bevor sie eintrat, »Musik«, sah sie Urs ein letztes Mal an. »Wirst du meine Mama wieder zum Weinen bringen?« »Ich werde versuchen, es nicht zu tun. Versuchen ist nicht genug.« Sie ging ins Haus und ließ Urs mit Erika zurück, die auf ihrer Veranda aufgetaucht war. »Sie ist klüger, als Sie denken«, sagte Erika. »Sie sieht Dinge, versteht Dinge. Unterschätzen Sie sie nicht. Das werde ich nicht.« Gut, Erika drehte sich um in ihr Haus zu gehen. Denn morgen am Spital könnte sich alles ändern. Die Ärzte könnten sagen, dass keine Zeit mehr ist, Musik, dass sie die Operation sofort braucht. Und dann müssen sie entscheiden, was wichtiger ist, ihr Komfort oder das Leben ihrer Tochter. Die Worte blieben in der Luft schweben. In dieser Nacht träumte Urs von einem Mann, den er nie kannte, Beat. Musik. Ein Mann, der seine Tochter geliebt hatte, der ihr alles gegeben hatte, was Urs nicht konnte. Musik. Und er fragte sich, ob er diesem Erbe jemals gerecht werden könnte. Was er nicht wusste war, dass er morgen in diesem Spital etwas entdecken würde, das alles andere unbedeutend erscheinen lassen würde, denn die Geheimnisse der Vergangenheit würden mit der Realität der Gegenwart kollidieren und nichts würde mehr so sein wie zuvor. Urs kam um 7 Uhr morgens zu Heidis Haus. Zu früh, aber er hatte nicht schlafen können. Heidi öffnete die Tür mit müden Augen. Auch sie hatte nicht geschlafen. »Wir werden 3 Stunden zu früh sein«, sagte sie. »Das ist mir lieber, als zu spät zu kommen.« Lena kam in ihrer besten Kleidung heraus, einer Bluse, die ihr zu kurz war, und einer Hose mit einem Flicken am Knie. Sie hatte ihr Haar sorgfältig geflochten, um älter, stärker zu wirken, als sie sich fühlte. Die Fahrt in die Hauptstadt verlief schweigend. Lena blickte aus dem Fenster und staunte über eine Welt, die sie selten sah. Heidi hielt die Hände fest am Schoß. Urs fuhr sich bewusst, dass er in seinem Auto das Wertvollste mit sich führte. Eine Familie, von der er nicht wusste, wie er sich um sie kümmern sollte. Musik. Das Universitätsspital Zürich war ein imposantes Gebäude aus Beton und Glas. Ständig gingen Menschen ein und aus. Krankenwagen, Musik, Ärzte, der Geruch von Desinfektionsmittel und Verzweiflung. Im Wartezimmer der Kardiologie saß Lena zwischen ihrer Mutter und Urs. Ihre Beine berührten nicht den Boden. Sie war so klein, so zerbrechlich. »Tut es weh?« fragte Urs sanft. »Was? Dein Herz tut weh?« Lena zuckte die Achseln. »Manchmal, wenn ich viel renne, Musik oder wenn es kalt ist. Hast du Angst?« Das Mädchen sah ihn mit diesen Augen an, die seinen so ähnlich waren. Mein Papa sagte, Angst hat nur die Macht, die man ihr gibt. Er war ein sehr weiser Mann. Ja, Lena blickte nach unten. Ich vermisse ihn jeden Tag. Urs spürte einen Stich in der Brust, absurde Eifersucht auf einen toten Mann, der in 4 Jahren ein besserer Vater gewesen war, als er in einem ganzen Leben. »Lena Keller«, rief eine Krankenschwester. Heidi stand auf. Urs auch. »Es darf nur eine Begleitperson mitkommen.« »Musik«, sagte die Krankenschwester. Heidi sah Urs an. Panik lag in ihren Augen. Sie brauchte jemanden, der zuhörte, der verstand. »Sie sind der Ehemann?«, sagte die Krankenschwester zu Urs. Es war keine Frage. Urs sah Heidi an. »Ja«, sagte sie, die Lüge kam leicht, notwendig. »Er ist mein Ehemann.« Sie gingen zusammen hinein. Lena zwischen ihnen. Wie eine Familie, die sie nie waren. »Musik, Doktor.« Brunner war ein Mann um die 60 mit festen Händen und freundlichen Augen. Die Art von Arzt, die zu viel Leid gesehen, sich aber immer noch kümmerte. Er untersuchte Lena, hörte ihr Herz ab, sah sich die alten Studien an, die Heidi in einer abgenutzten Mappe mitgebracht hatte. Sein Ausdruck wurde ernst. »Musik, ich muss heute neue Studien an ihr machen. Was ist los?«, fragte Heidi. Ihre Stimme zitterte. Die Klappe verschlechtert sich schneller als erwartet. Viel schneller. »Was bedeutet das?«, Urs beugte sich vor. Der Arzt sah beide an. Dann Lena, die sehr still geworden war. »Lena, kannst du draußen bei der Krankenschwester warten? Ich muss mit deinen Eltern sprechen.« Das Mädchen nickte. Sie war zu reif für ihr Alter,
Sie wusste, dass die Nachrichten schlecht waren. Als die Tür sich schloss, nahm Dr. Brunner seine Brille ab. Ihre Tochter braucht dringend eine Operation. Nicht in 3 Monaten, sondern in 3 Wochen, maximal einem Monat. Musik? Heidi schlug die Hand vor den Mund. Und wenn nicht, ihr Herz könnte jederzeit versagen. Musik. Eine zu große Anstrengung, eine zu starke Emotion. Alles könnte der Auslöser sein. Wie viel kostet die Operation? Fragte Urs. Mit den Voruntersuchungen, der Spezialausrüstung, der Genesung, sprechen wir von 800.000 Franken, vielleicht 1 Million. Heidi brach zusammen. Es war mehr Geld, als sie in ihrem ganzen Leben sehen würde. Ich bezahle Musik, sagte Urs sofort. Der Arzt nickte ohne Überraschung. Er hatte dieses Szenario oft gesehen. Es gibt noch ein Problem. Was? Lenas Blutgruppe ist sehr selten, AB negativ. Wenn es während der Operation Komplikationen gibt, brauchen wir kompatible Spender und die Reserven in der Blutbank sind niedrig. Musik. Ich bin negativ, sagte Urs. Heidi sah ihn schockiert an. Woher weißt du deine Blutgruppe? Ich mache regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Teil meiner Routine. Der Arzt machte eine Notiz. Das ist gut. Musik, sehr gut. Aber wir bräuchten mindestens 2 kompatible Spender. Vorsichtshalber. Musik. Ich werde tun, was nötig ist, sagte Urs. Gut, ich werde die Untersuchungen für heute ansetzen. Die Ergebnisse werden wir morgen haben. Wenn alles so ist, wie ich denke, werden wir die Operation für in 2 Wochen planen. 2 Wochen, 14 Tage. Damit Urs seine Tochter kennenlernte, damit sie ihn akzeptierte, damit sie verstand, dass er kein Fremder war, der versuchte, sich in ihr Leben zu kaufen. Sie verließen das Sprechzimmer. Lena saß und schwang ihre Beine, versuchte mutig zu wirken. Was hat der Arzt gesagt? Fragte sie. Heidi kniete vor ihr nieder. Du brauchst eine Operation, mein Schatz. Werde ich sterben? Nein. Heidis Stimme brach. Musik? Nein, weil wir dein Herz in Ordnung bringen werden. Wir haben Geld. Ja. Heidi sah Urs an. Wir haben Hilfe. Lena folgte ihrem Blick. Sie studierte Urs mit diesen viel zu weisen Augen. Warum hilfst du uns? Es war die Millionen-Dollar-Frage. Und Urs hatte keine Antwort, die er geben konnte. Noch nicht, weil es das Richtige ist. Niemand tut etwas nur, weil es richtig ist. Es gibt immer einen Grund. Lena, tadelte Heidi sie sanft. Nein, es ist in Ordnung. Urs kniete sich ebenfalls nieder und kam auf ihre Höhe. Du hast recht. Musik. Ich habe Gründe und eines Tages, wenn du mich lässt, werde ich sie dir alle erzählen. Aber am Moment kannst du darauf vertrauen, dass ich nur helfen will. Lena sah ihn lange an. Meine Mama vertraut dir. Heidi zögerte. Urs sah den Zweifel in ihren Augen. Die Frage war nicht, ob sie ihm vertraute, die Operation zu bezahlen. Es war, ob sie ihm vertraute, zu bleiben, um keine weiteren Herzen zu brechen. Ich lerne wieder zu vertrauen, sagte Heidi schließlich. Es war kein Ja, aber auch kein Nein. Die Untersuchungen dauerten Stunden, Echokardiogramme, Röntgenaufnahmen, Bluttests. Lena war mutig. Sie weinte kein einziges Mal, obwohl Urs sah, wie sie die Fäuste ballte, als die Nadeln sie stachen. Als sie fertig waren, war es Nacht. Lena war erschöpft. Sie schlief am Auto auf dem Rückweg ein, ihren Kopf an die Schulter ihrer Mutter gelehnt. Danke, flüsterte Heidi in der Dunkelheit. Du musst dich nicht bedanken. Doch, muss ich. Denn trotz allem bist du aufgetaucht, als wir dich am meisten brauchten. 15 Jahre zu spät. Besser spät als nie. Urs war sich nicht sicher, ob er das glaubte, aber er stritt nicht. Als sie am Dorf ankamen, war es bereits Mitternacht. Urs trug Lena hinein. Das Mädchen Musik wachte auf halbem Weg auf. Papa, murmelte sie noch am Schlaf. Urs Welt hielt inne. Bist du zu Hause, mein Schatz? Sagte Heidi schnell und nahm Lena aus seinen Armen. Musik. Aber es war zu spät. Urs hatte dieses Wort gehört, diesen unbewussten Wunsch. Lena öffnete die Augen ganz. Sie merkte, was sie gesagt hatte. Ihr Gesicht wurde rot. Es tut mir leid. Ich habe geträumt. Es ist in Ordnung, sagte Urs, obwohl er sich fühlte, als hätte ihm jemand das Herz zugedrückt. Nein, es ist nicht in Ordnung. Tränen liefen jetzt über Lenas Wangen. Du bist nicht. Sie rannte hinein. Musik in ihr Zimmer. Heidi folgte ihr. Urs blieb allein auf der Veranda stehen und hörte das gedämpfte Schluchzen eines Mädchens, das ihren Vater vermisste. Einen Vater, der nicht er war. Erika erschien auf ihrer Veranda. Ich habe vom Spital gehört. Wie geht es ihr? Schlecht. Sie braucht in 2 Wochen eine Operation. Und sie werden bezahlen. Ja, Musik. Und danach, was dann, nachdem sie ihr das Leben gerettet haben? Was kommt danach? Sagen Sie ihr die Wahrheit. Erwarten Sie, dass sie Papa nennt. Urs setzte sich auf die Stufen, vergrub sein Gesicht in den Händen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Machen Sie es richtig. Zum ersten Mal in Ihrem Leben, machen Sie es richtig. Erika ging in ihr Haus, aber bevor sie die Tür schloss, fügte sie hinzu. Musik. Und lesen Sie Beats Brief.
Vielleicht hat er die Antworten, die sie suchen. Urs sah den Umschlag an, den er in seiner Tasche aufbewahrt hatte, den Brief eines toten Mannes. Ein Mann, der wusste, wie man liebt, als Urs nur wusste, wie man flieht. Er öffnete ihn mit zitternden Händen. Die ersten Worte trafen ihn wie ein Schlag. Urs, wenn du das liest, Musik, bedeutet das, dass du endlich zurückgekehrt bist. Gut, denn es gibt etwas, das Heidi dir nie erzählt hat. Etwas, das nur ich wusste und das du jetzt auch wissen musst. Urs las und mit jedem Wort zerfiel seine Welt ein bisschen mehr, denn was Beat geschrieben hatte, würde alles ändern. Absolut alles. Wenn du wissen willst, wie diese Musik, unglaubliche Geschichte endet, abonniere jetzt. Verpasse nicht den Ausgang. Der Brief zitterte in Urs Händen. Beats Worte waren Musik in klarer, ruhiger Schrift geschrieben, als hätte er sich Zeit genommen, als wüsste er, dass jedes Wort zählte. Musik, Urs. Wenn du das liest, bedeutet das, dass du endlich zurückgekehrt bist. Gut, denn es gibt etwas, das Heidi dir nie erzählt hat. Etwas, das nur ich wusste und das du jetzt auch wissen musst. Musik, das Baby, das Heidi verloren hat, Lenas Zwilling, starb nicht an Stress. Es starb, weil Heidi versuchte, sich das Leben zu nehmen. 2 Wochen nachdem du gegangen bist, als sie entdeckte, dass sie schwanger war, nahm sie Tabletten. Nicht viele, genug, um für immer zu schlafen, genug, um nicht vom Schmerz aufzuwachen. Ihre Nachbarin fand sie. Sie riefen den Krankenwagen. Die Ärzte retteten Heidi und eines der Babys, aber das andere überlebte nicht. Als ich Heidi 3 Jahre später traf, trug sie immer noch diese Schuld. Sie gab sich die Schuld am Tod deines Kindes. Sie hasste sich dafür, so schwach gewesen zu sein, dafür, die Flucht statt des Kampfes gewählt zu haben. Es dauerte Jahre, bis sie sich verzieh, Jahre, bis sie akzeptierte, dass Lena eine Mutter verdiente, die nicht in der Vergangenheit lebte. Musik, ich erzähle dir das nicht, damit du sie verurteilst, sondern damit du verstehst, wie viel Schmerz du ihr zugefügt hast, wie sehr du sie zerstört hast. Wenn du zurückgekehrt bist, wenn du das liest, dann weil du Teil Musik ihres Lebens sein willst. Gut, aber du musst die ganze Wahrheit wissen. Du musst verstehen, dass deine Entscheidungen Konsequenzen hatten, die die Frau, die du liebtest, fast getötet hätten. Kümmere dich um sie, Urs. Kümmere dich um Lena. Kümmere dich um Heidi. Nicht so, wie ich es getan habe, sondern so, wie du es von Anfang an hättest tun sollen. Mit Respekt, Musik, Beat. Urs las den Brief 3-mal. Jedes Mal schnitten die Worte tiefer. Heidi hatte versucht zu sterben wegen ihm. Sie war Musik so verzweifelt, so gebrochen gewesen, dass sie das Vergessen gewählt hatte. Er stand auf und ging. Er wusste nicht wohin. Seine Füße bewegten sich einfach. Er landete an der Dorfkirche. Um diese Zeit geschlossen. Er setzte sich auf die Stufen. Ich hätte sie fast getötet, flüsterte er in die Nacht und wusste es, Musik nie. Wie konnte er ihr in die Augen sehen, das wissend? Wie konnte er vorgeben, eine zweite Chance zu verdienen, wenn die erste sie fast Musik völlig zerstört hätte? Sein Telefon klingelte. Es war seine Assistentin. Herr Sommer, die Investoren sind besorgt. Das Projekt Flussblick braucht Ihre Genehmigung. Wenn Sie bis Freitag nicht unterschreiben, verlieren wir den Vertrag. Sollen Sie ihn verlieren? Was? Ich sagte, sollen Sie ihn verlieren oder jemand anderes soll ihn unterschreiben. Ich werde nicht da sein. Aber, Herr Sommer, es sind 20 Millionen Franken. Mir egal. Musik. Er legte auf. Er schaltete das Telefon aus. Zum ersten Mal seit 15 Jahren. Das Geld spielte keine Rolle. Im Morgengrauen klopfte er an Heidis Tür. Sie öffnete mit geschwollenen Augen. Auch sie hatte nicht geschlafen. Was machst du so früh hier? Ich habe Beats Brief gelesen. Die Farbe wich aus Heidis Gesicht. Welchen Brief? Den er hinterlassen hat, den Erika dir geben sollte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Heidi, bitte, keine Lügen mehr. Sie wich zurück. Ihre Hände zitterten. Du hattest kein Recht, diesen Brief zu lesen. Ich weiß, und es tut mir leid, aber ich habe ihn gelesen. Und jetzt weiß ich. Ich weiß, was du getan hast. Heidi ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Warum? Weil ich mich jeden Tag meines Lebens schäme. Ich schäme mich dafür, so schwach gewesen zu sein. Urs kniete vor ihr nieder. Du warst nicht schwach. Du warst gebrochen und ich habe dich gebrochen. Nein. Heidi blickte auf. Ich habe diese Tabletten genommen. Ich habe mich entschieden aufzugeben. Das war nicht deine Schuld. Doch, war es. Alles war meine Schuld. Nein. Musik, du hast mich zu nichts gezwungen. Ich konnte den Schmerz einfach nicht ertragen. Lena weiß es? Gott sei Dank nicht, und sie wird es nie erfahren. Panik erfüllte Heidis Stimme. Versprich mir, dass du es ihr niemals sagen wirst. Das verspreche ich dir. Warum bist du gekommen, um mir zu sagen, dass du den Brief gelesen hast? Urs setzte sich auf den Boden vor ihr. Weil ich wollte, dass du weißt, dass ich verstehe, dass ich dich nicht verurteile, dass ich deine Stärke bewundere, weitergemacht zu haben. Ich fühle mich nicht stark,
Aber das bist du. Sieh, was du alles aufgebaut hast. Allein mit 3 Kindern ohne Hilfe. Ich hatte Hilfe. Beat war ein guter Mann. Aber das ändert nichts an dem, was du getan hast. Musik. Du hast überlebt. Du hast deine Kinder großgezogen. Du hast sie geliebt. Das ist Stärke. Heidi weinte. Schluchzen, das aus der tiefsten Tiefe kam. Jahre des aufgestauten Schmerzes. Urs wusste nicht, ob er sie umarmen konnte, wenn sie sich zu ihm neigte, und er hielt sie, während sie weinte. Ich werde sie retten, flüsterte er. Lena, ich werde alles Notwendige tun. Ich weiß. Und danach, wenn du mich lässt, werde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, diese 15 Jahre wieder gut zu machen. Du kannst verlorene Zeit nicht wieder gut machen. Dann werde ich neue Zeit schaffen. Bessere Erinnerungen. Heidi löste sich, Musik wischte sich die Tränen ab. Die Studienergebnisse kommen heute. Der Arzt wird anrufen, und wenn er sagt, dass keine Zeit mehr ist, dass die Operation früher sein muss, Musik, dann wird es früher sein. Heidi, ich muss Lena die Wahrheit vor der Operation sagen. Warum? Weil, wenn etwas schief geht. Urs konnte den Satz nicht beenden. Es wird nichts schief gehen. Aber wenn doch, verdient sie es zu wissen, dass ihr Vater sie geliebt hat, dass er sie immer geliebt hat, auch als er nicht wusste, dass sie existiert. Heidi schloss die Augen. Gib ihr noch einen Tag, nur einen Tag, um ein normales Kind zu sein, bevor ihre Welt für immer verändert wird. In Ordnung. Einen Tag. Heidis Telefon klingelte. Es war das Spital. Ja, ihre Stimme zitterte. Sie hörte zu. Ihr Gesicht wurde blass. Ich verstehe. Ja, wir werden da sein. Musik. Sie legte auf. Sie sah Urs mit angstvollen Augen an. Die Ergebnisse sind schlimmer, als sie dachten. Sie wollen morgen früh operieren. Wenn wir länger warten, ist das Risiko zu hoch. Musik, morgen früh. Wir müssen um 6 Uhr morgens am Spital sein. Einen Tag. Musik. Sie hatten einen Tag, um sich vorzubereiten. Einen Tag, damit Lena die Wahrheit erfuhr. Einen Tag, damit Urs zum ersten Mal Vater wurde. Ich werde es ihr heute sagen, sagte Urs. Heute Abend. Bist du sicher? Nein. Aber es ist das Richtige. Heidi nickte, stand auf und ging in das Zimmer, in dem die Kinder schliefen. Dann mach dich bereit. Denn wenn du ihr alles sagst, wird sich alles für uns alle ändern. Urs verbrachte den Tag mit Vorbereitungen, rief das Musik, Spital an, bezahlte Iam voraus, stellte sicher, dass sie den besten Chirurgen, die besten Krankenschwestern, die beste Ausrüstung hatten. Er rief seinen Anwalt an, änderte sein Testament. Wenn ihm etwas zustieß, sollte alles an Heidi und die Kinder gehen. Er rief seine Musikmutter an, mit der er seit Monaten nicht gesprochen hatte. Mama, ich habe eine Tochter. Was? Eine 12-jährige Tochter. Und morgen wird sie am Herzen operiert. Seine Mutter weinte. Musik. Er gab ihr Versprechen, von denen er nicht sicher war, ob er sie halten konnte. Aber sie gab ihm ihren Segen. Um 18 Uhr kehrte er zu Heidis Haus zurück. Lena war allein auf der Veranda. Sie sah den Sonnenuntergang an. Er setzte sich neben sie. Hast du Angst vor morgen? Ja, ich auch. Warum solltest du Angst haben? Urs atmete tief ein. Musik. Es war der Moment. Weil du mir wichtig bist, Lena. Wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Ich kenne dich kaum. Das stimmt nicht ganz. Lena sah ihn an. Diese Augen, die seinen so ähnlich waren. Was meinst du? Urs sah zum Haus. Heidi stand am Fenster. Musik. Sie nickte und gab ihm die Erlaubnis. Lena, es gibt etwas, das ich dir sagen muss, etwas, das du schon vor langer Zeit hättest wissen sollen. Das Mädchen spannte sich an. Was? Ich habe deine Mama vor vielen Jahren kennengelernt, bevor du geboren wurdest. Wir waren verheiratet. Du bist. Lena sprang auf. Du bist der gegangen ist? Ja. Musik. Der sie verlassen hat? Ja. Der sie all die Nächte zum Weinen brachte, die ich sie hörte? Jedes Wort war eine Kugel, aber Urs nahm sie alle hin. Ja. Und jetzt kommst du, um den Helden zu spielen? Nein. Ich komme, um dir die Wahrheit zu sagen. Welche Wahrheit? Urs stand auf, sah dieses wilde, mutige, gebrochene Mädchen an. Dass du meine Tochter bist, Lena. Ich bin dein Vater. Die Welt hielt inne. Der Wind hörte auf zu wehen. Die Vögel hörten auf zu singen. Lena sah ihn an. Dann sah sie zum Haus, wo Heidi auf die Veranda getreten war. Mama. Ihre Stimme war klein, ängstlich. Heidi nickte, Tränen liefen über ihre Wangen. Es ist wahr, mein Schatz. Lena sah Urs an. Heidi, wieder Urs. Und dann rannte sie, nicht auf sie zu, sondern weg, auf das Feld hinaus, irgendwohin, nur nicht hierher. Urs begann ihr zu folgen, aber Heidi hielt ihn auf. Lass sie. Sie muss es verarbeiten. Und wenn sie nicht zurückkommt, sie wird zurückkommen. Sie kommt immer zurück. Sie warteten 1 Stunde, 2. Als Lena zurückkam, waren ihre Augen rot, aber ihr Gesicht war fest. Wirst du mich wieder verlassen? Fragte sie Urs. Nein. Woher weiß ich das? Das weißt du nicht. Du kannst mir nur die Chance geben, es dir zu beweisen. Lena sah ihn lange an. In Ordnung. Aber wenn du mich verlässt, wenn du uns verlässt,
werde ich dir nie verzeihen. Ich werde dich nicht verlassen. Sie ging ins Haus und ließ Urs und Heidi in der Stille der Nacht zurück. Sie weiß es. Musik, sagte Heidi. Ja, und jetzt? Jetzt retten wir sie. Morgen die Operation, der Moment, der entscheiden würde, ob Urs die Chance bekommen würde, Vater zu sein, oder ob er alles verlieren würde, bevor er begann. 5 Uhr morgens. Das Haus war still. Urs hatte nicht geschlafen. Musik. Er blieb die ganze Nacht in seinem Auto und wachte, um sicherzustellen, dass nichts Schlimmes passierte, bevor der Morgen graute. Um 5:30 Uhr gingen die Lichter am Haus an. Heidi kam zuerst heraus. Musik, dann Lena. Das Mädchen trug eine kleine Tasche. Sie ging, als ginge sie zur Schule, als wäre dies ein normaler Tag. Aber ihre Augen erzählten eine andere Geschichte. Angst, so viel Angst. Bereit? Fragte Urs. Lena nickte. Sie hatte seit letzter Nacht nicht gesprochen, seit sie die Wahrheit wusste. Erika kam heraus, um sich zu verabschieden. Sie umarmte Lena fest. Du bist das mutigste Mädchen, das ich kenne. Es wird dir gut gehen. Und wenn nicht, sag das nicht. Aber wenn ich nicht aufwache? Erika sah Urs mit Augen an, die sagten, das ist deine Schuld. Mach es wieder gut. Musik, du wirst aufwachen, sagte Urs. Ich verspreche es dir. Das kannst du nicht versprechen. Du hast recht. Aber ich werde die ganze Zeit da sein. Musik, und wenn du aufwachst, werde ich auf dich warten. Die Fahrt verlief schweigend. Lena blickte aus dem Fenster. Heidi drückte ihre Hand. Urs fuhr zu schnell, dann zu langsam. Er wusste nicht, wie er mit diesem Schrecken umgehen sollte. Im Spital wurde er von einem kompletten Team empfangen. Krankenschwestern, Ärzte, alles ging sehr schnell. Herr Sommer, danke, dass Sie früh gekommen sind. Musik, wir brauchen Ihre Unterschrift auf diesen Dokumenten. Urs las, Risiken, Musik, Komplikationen, Todesmöglichkeit. Er unterschrieb mit zitternder Hand. Frau Keller, wir brauchen auch Ihre Unterschrift. Heidi nahm den Stift. Musik hielt inne. Und wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Das wirst du nicht, sagte Urs. Woher weißt du das? Weil du ihre Mutter bist und Mütter wissen es immer. Heidi nickte, Tränen verschmiert. Sie brachten Lena in einen Vorbereitungsraum, zogen ihr ein Hemd an, legten ihr eine Infusion. Das Mädchen weinte nicht. Musik, aber sie drückte die Hand ihrer Mutter so fest, dass ihre Knöchel weiß waren. Mama, wenn ich nicht aufwache, sag das nicht. Aber wenn ich nicht aufwache, kümmere dich um meine Brüder. Sag ihnen, dass ich sie liebe. Das wirst du ihnen selbst sagen. Und Mama, verzeih mir. Warum? Dafür, dass ich nicht genug bin. Dafür, dass ich euch so viel Geld koste. Dafür, dass ich der Grund bin, warum du immer traurig bist. Heidi brach zusammen, umarmte ihre Tochter mit ganzem Herzen. Du bist der Grund, warum ich noch lebe. Du bist mein Ein und Alles. Denke niemals, dass du nicht genug bist. Urs beobachtete von der Tür aus diesen Moment. Diese Liebe, Musik, das war es, was er verloren hatte. Der Anästhesist kam herein. Es ist Zeit. Nein. Heidi klammerte sich an Lena. Gib mir noch 1 Minute, Frau Keller. Wir müssen anfangen. 1 Minute bitte. Der Arzt nickte. Er ging hinaus. Musik. Heidi küsste Lenas Stirn, ihre Wangen, ihre Hände. Du bist meine Kriegerin, mein Licht, mein Lebensgrund. Ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich mehr. Urs näherte sich. Lena sah ihn an. Ja, ihre Stimme war kalt. Ich weiß, ich habe kein Recht. Ich weiß, ich bin gerade erst aufgetaucht. Aber kann ich dich umarmen? Lena sah ihn an, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Schließlich nickte sie. Urs umarmte sie und spürte, wie etwas in seiner Brust zerbrach. Musik. Dieses Mädchen. Sein Mädchen. Zerbrechlich und stark zugleich. Wenn du aufwachst, flüsterte er, werde ich da sein. Und jeden Tag danach, das verspreche ich dir. Du hast mir schon versprochen, dass du Mama nicht verlassen würdest, und das hast du getan. Das wird nie wieder passieren. Worte bedeuten nichts. Ich weiß. Deshalb werde ich es dir jeden Tag mit Taten beweisen. Lena löste sich, sah ihre Mutter an, dann Urs. In Ordnung. Musik, ihr könnt es mir beweisen. Sie wurde durch diese weißen Gänge zu jenen Türen gebracht, auf denen stand Operationssaal, nur autorisiertes Personal. Heidi brach zusammen. Musik. Urs hielt sie fest. Wir werden sie verlieren, schluchzte sie. Ich werde mein Baby verlieren. Nein, sie ist stark wie du. Und wenn das nicht reicht, es muss reichen. Die Stunden, die folgten, waren die längsten in Urs Leben. Sie saßen am Wartezimmer. Musik, Heidi betete. Urs sah einfach auf die Uhr. Tick-Tack. Jede Sekunde eine Ewigkeit. In der 3. Stunde kam eine Krankenschwester heraus. Familie Keller. Ja, Heidi sprang auf. Es gibt Komplikationen. Sie verlieren viel Blut. Wir brauchen den Spender. Jetzt. Urs rannte hinter der Krankenschwester her. Sie brachten ihn in einen Raum. Sie nahmen ihm schnell und effizient Blut ab. Ist sie in Ordnung? Fragte er. Wir tun alles, was wir können. Es war keine Antwort.
Es war eine Ausrede. Er kehrte in den Wartebereich zurück. Schwindelig, schwach. Heidi sah ihn und rannte auf ihn zu. Was ist passiert? Komplikationen. Sie brauchten Blut. Mein Musik, Gott. Sie setzten sich, warteten. Stunde 4, Stunde 5, schließlich öffneten sich die Türen. Dr. Brunner kam heraus. Musik. Sein Kittel war blutverschmiert. Sein Gesicht war müde. Heidi konnte nicht atmen. Der Arzt nahm seine Maske ab. Die Operation war erfolgreich. Heidi brach zusammen. Urs hielt sie, während sie vor Erleichterung schluchzte. Aber, fuhr der Arzt fort, die nächsten 24 Stunden sind kritisch. Ihr Körper hat viel gelitten. Sie hat viel Blut verloren. Wenn sie diese Nacht übersteht, wird es ihr gut gehen. Können wir sie sehen? Sie ist am Aufwachraum. In einer Stunde können Sie sie sehen, aber nur für ein paar Minuten. Sie gingen und ließen Urs und Heidi in diesem Schwebezustand zwischen Hoffnung und Terror zurück. Sie hat überlebt, flüsterte Heidi. Ja, Musik, aber wir können sie immer noch verlieren. Wir werden sie nicht verlieren. Woher weißt du das? Weil sie deine Musiktochter ist und du gibst nicht auf. Sie auch nicht. Sie warteten. Jede Minute wog Tonnen. Schließlich durften sie hinein. Lena war umgeben von Maschinen, Schläuchen, Kabeln. Ihre Brust hob und senkte sich mit Hilfe eines Beatmungsgeräts. Sie sah so klein, so zerbrechlich aus. Heidi trat näher, nahm ihre Hand. Ich bin hier, mein Schatz. Mama ist hier. Urs blieb zurück und beobachtete diese Szene, die er vor 12 Jahren hätte erleben sollen. Die Geburt, die ersten Tage, all die Momente, die er verpasst hatte. Du kannst näher kommen, sagte Heidi, ohne ihn anzusehen. Ich will nicht stören. Du bist ihr Vater. Du hast das Recht. Urs trat auf die andere Seite des Bettes. Er berührte Lenas Hand. Sie war kalt. Musik. Hallo, Prinzessin, flüsterte er. Du hast gut gekämpft. Wir sind stolz. Musik. Die Monitore piepten ständig. Das Beatmungsgerät tat seine Arbeit. Eine Krankenschwester kam herein. Sie müssen gehen. Sie braucht Ruhe. Können wir in der Nähe bleiben? Fragte Heidi. Es gibt ein Wartezimmer auf dieser Etage. Dort können Sie bleiben. Sie gingen langsam hinaus, als ob das Verlassen des Zimmers sie verlassen würde. Im Wartezimmer setzte sich Heidi, Musik erschöpft, gebrochen hin. Danke, sagte sie. Wofür? Für dein Blut, für das Geld, dafür, dass du hier bist. Du musst dich nicht bedanken. Doch, muss ich, denn dafür, dass du das tust, was ich von Anfang an hätte tun sollen. Aber du tust es jetzt. Das zählt. Urs setzte sich neben sie. Heidi, ich muss dich etwas fragen. Was? Beats Brief. Als er sagte, du hättest versucht, dass du Tabletten genommen hättest. Musik. Hast du jemals daran gedacht, es wieder zu tun? Sie sah ihn überrascht von der Frage an. Nein, niemals. Es gab dunkle Momente, als Beat, Musik starb, als ich kein Geld für Essen hatte. Aber nein, ich habe nie wieder daran gedacht. Musik, warum? Wegen ihr. Heidi blickte zu dem Zimmer, in dem Lena schlief. Weil sie mich gerettet hat, so wie ich sie gerettet habe. Urs nickte. Er verstand. Du? Fragte Heidi. Hast du jemals darüber nachgedacht? Nicht auf diese Weise, aber es gab Nächte, da wünschte ich würde nicht aufwachen. Nächte, da war die Leere so groß, dass ich nicht wusste, wie ich weitermachen sollte. Und was hat dich aufgehalten? Die dumme Hoffnung, dass ich eines Tages reparieren könnte, was ich kaputt gemacht habe. Musik. Und glaubst du, du kannst es reparieren? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es jeden Tag für den Rest meines Lebens versuchen. Heidi legte ihren Kopf erschöpft auf Urs Schulter. In Ordnung. Du kannst es versuchen. Sie blieben so, zwei gebrochene Menschen, die versuchten zu heilen, verbunden Musik durch ein Mädchen, das in dem Zimmer nebenan um ihr Leben kämpfte. Die Stunden vergingen, die Nacht brach herein. Musik, die Monitore piepten weiter, das Beatmungsgerät funktionierte weiter und Lena kämpfte weiter, denn sie war eine Kriegerin wie ihre Mutter, wie ihr Vater hätte sein sollen. Und morgen, wenn sie aufwachte, würde alles anders sein, Musik oder alles würde vorbei sein. Tag 2 am Spital. Lena war immer noch an die Maschinen angeschlossen, aber ihre Vitalfunktionen waren stabil, stark. Sie kämpft, sagte Dr. Brunner bei seinem morgendlichen Besuch. Ihr Körper reagiert gut. Heidi weinte vor Erleichterung. Urs sah seine Tochter einfach an, erstaunt über ihre Stärke. Wann, Musik wird sie aufwachen, fragte er. Bald, vielleicht heute, vielleicht morgen. Ihr Körper entscheidet. Als der Musikarzt gegangen war, bemerkte Urs, dass Heidi ihn seltsam ansah. Was ist los? Ich muss dir jetzt etwas sagen. Jetzt, bevor sie aufwacht, bevor es zu spät ist. Urs spürte ein Gewicht in der Brust. Es hatte schon so viele Enthüllungen gegeben, so viele Geheimnisse. Was konnte Musik es noch geben? In Ordnung, sag es mir. Heidi sah zur Tür. Sie vergewisserte sich, dass sie allein waren. Die anderen Kinder, Jonas und Noah. Was ist mit ihnen? Sie sind nicht von Beat.
Urs runzelte die Stirn. Ich verstehe nicht. Du sagtest, es seien seine Kinder. Ich sagte, Beat sei ihr Vater, und das war er in jeder wichtigen Hinsicht. Aber biologisch. Urs Welt begann sich zu drehen. Nein, ja, das ist nicht möglich. Doch, ist es. Urs stand auf und ging zum Fenster. Er brauchte Luft, Raum, etwas. Du sagst, dass alle drei deine sind. Die Worte kamen als Flüstern heraus. Lena, Jonas, Noah, alle drei. Wie? Heidi wischte sich die Tränen ab, die bereits liefen. Nachdem Lena geboren wurde, nachdem sie überlebt hatte, schwor ich, dich nie wieder zu suchen. Ich hatte dieses Kapitel abgeschlossen, aber 2 Jahre später kam ich in die Hauptstadt, um bessere Arbeit zu suchen. Etwas, das Musik mir ein besseres Leben für Lena ermöglichen würde. Und ich sah dich in einem Café mit einer Frau lachen, glücklich, als hätten wir nie existiert. Urs schloss die Augen. Er erinnerte sich an diese Zeit, die Frauen, Musik, die Partys, den Versuch, die Leere mit allem zu füllen, was ihn ablenkte. Ich bin nicht hingegangen, um mit dir zu sprechen. Ich habe dich nur beobachtet. Und in dieser Nacht am Hotel, in dem ich wohnte, weinte ich. Ich weinte um alles, was ich verloren hatte, um alles, was du über uns gewählt hattest. Heidi, lass mich fertig sprechen. Ihre Stimme war fest. Am nächsten Tag kehrte ich ins Dorf zurück und Beat stand an der Bushaltestelle und wartete auf mich. Er war gekommen, um mich zu suchen, weil Erika ihm erzählt hatte, dass ich in der Hauptstadt gewesen war. Er wusste, warum du gegangen bist. Er wusste, dass er dieses Kapitel abschließen musste. Er brachte mich zu sich nach Hause, machte mir Kaffee, ließ mich weinen, und in dieser Nacht musste ich mich lebendig fühlen. Ich musste vergessen. Beat war freundlich, geduldig und es passierte. Urs ballte die Fäuste. Er hatte kein Recht auf Eifersucht, Musik, aber er spürte sie. Ich wurde wieder schwanger, diesmal mit Zwillingen, Jonas und Noah. Dann sind sie von Beat, nicht wahr? Heidi schüttelte den Kopf. Die Ärzte sagten, es sei unmöglich, dass ich vor dieser Nacht schwanger geworden war. Mindestens 2 Wochen zuvor. Urs drehte sich langsam um. 2 Wochen zuvor. Ja, aber du und ich nicht. Seit Jahren schon nicht. Heidi stand auf, ging auf ihn zu. Erinnerst du dich an den letzten Tag, bevor du gegangen bist am Morgen, bevor du in dieses Flugzeug gestiegen bist? Urs erinnerte sich, wie sollte er sich nicht erinnern? Sie hatten sich geliebt. Langsam, schmerzhaft, wissend, dass es ein Abschied war. Das war vor 15 Jahren. 4,5 Jahre, als ich mit den Zwillingen schwanger wurde. Die Zahlen passten in Urs Kopf nicht zusammen. Das ist nicht möglich. Lena war damals schon fast 2 Jahre alt. Musik, genau. Und ich hatte seit ihrer Geburt Verhütungsmittel benutzt. Pille, alles, weil ich keine weitere Schwangerschaft riskieren konnte. Musik. Also, wie die Ärzte sagten, es sei ein extrem seltener Fall, lebensfähiges Sperma, das inaktiv geblieben war, oder eine kryptische Schwangerschaft, die nicht erkannt wurde. Medizinisch unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Urs setzte sich. Musik. Seine Beine trugen ihn nicht mehr. Du sagst, dass du irgendwie Jahre später von mir schwanger wurdest? Musik. Die Ärzte machten Tests, nachdem sie geboren waren, DNA-Tests, weil Beat es wissen musste. Er verdiente es zu wissen, ob sie seine waren. Und was sagten die Tests? Dass sie biologisch nicht von Beat waren. Der Arzt vermutete, dass es vielleicht eine andere Person gegeben hatte. Musik. Aber ich schwor, dass ich nur mit dir zusammen gewesen war, dass Beat der Erste nach dir war. Dann waren die Tests falsch? Das dachte ich Musik jahrelang. Ich glaubte es bis vor 6 Monaten, als Lena die Operation brauchte und umfangreiche Bluttests gemacht wurden. Die Musik einen seltenen, extrem seltenen, einen von 1 Million genetischen Marker fand. Der Arzt sagte, wenn ihre Brüder diesen Marker teilten, würde das bedeuten, dass sie definitiv denselben biologischen Vater hatten. Musik. Urs konnte sehen, wohin das führte. Und ich habe Jonas und Noah testen lassen. Musik, ohne es jemandem zu sagen. Ich musste es wissen. Heidi zog einen Umschlag aus ihrer Tasche. Die Ergebnisse kamen am Tag vor deinem Auftauchen. Sie gab ihm den Umschlag. Urs öffnete ihn mit zitternden Händen. Die 3 Kinder, Lena, Jonas, Noah, Musik, teilten alle denselben genetischen Marker. Alle sind meine. Ja, alle 3. Ja. Ich sah Lena am Bettern. Dann dachte er an die beiden Kinder zu Hause bei Erika. Seine Kinder. Alle. Musik. Beat wusste es. Am Ende. Ja. Ich habe es ihm gesagt, als die Ergebnisse das bestätigten, was er immer vermutet hatte, 1 Woche vor seinem Tod. Und was Musik, sagte er. Er sagte, es sei egal, dass er sie aufgezogen hatte, dass er ihr Vater war, dass DNA keine Liebe definiert. Urs spürte Tränen über seine Wangen laufen. Er war ein besserer Mann, als ich es je sein werde. Das weißt du nicht. Du hast es noch nicht versucht. Ich habe sie Musik jahrelang aufgezogen, wissend, dass sie nicht seine waren. Wissend, dass sie deine waren, korrigierte Heidi.
und trotzdem entschieden, sie zu lieben. Warum sagst du es mir jetzt? Weil, wenn Lena etwas zustößt, wenn sie nicht aufwacht, musst du wissen, dass du 2 weitere Kinder hast, die dich brauchen, die ihren Vater verdienen. Aber sie glauben, Beat sei ihr Vater, und das war er. Aber du bist es auch. Beides kann wahr sein. Urs ging zu Lenas Bett, berührte ihre Hand. Ich habe 3 Kinder. Ja, und ich war für sie alle abwesend. Aber du bist jetzt hier. Das reicht. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Anfang. Die Tür Musik öffnete sich. Eine Krankenschwester kam herein. Es sind 2 Kinder an der Rezeption. Sie sagen, sie sind Geschwister der Patientin. Eine Dame namens Erika hat sie gebracht. Heidi sah Urs panisch an. Musik. Sie konnten nicht allein bleiben. Erika muss sie gebracht haben. Willst du, dass sie gehen? Nein. Aber wie erkläre ich es ihnen? Wie sage ich ihnen, dass der Mann, der hier ist? Wir sagen ihnen noch nichts. Ich bin nur der Freund, der geholfen hat, nichts weiter. Bist du sicher? Musik? Nein. Aber ich werde sie mitten in all dem nicht noch mehr verwirren. Sie gingen hinunter zur Rezeption. Jonas und Noah warteten mit Erika. Ihre Augen waren rot vom Weinen. Lena, geht es ihr gut? Fragte Musik Jonas. Es geht ihr besser, sagte Heidi und umarmte sie. Sie kämpft. Noah, der Kleinste, sah Urs an. Du bist der reiche Herr? Urs kniete nieder. Ich heiße Urs. Musik. Ich bin ein Freund deiner Mama. Und du hast Lena gerettet? Die Ärzte haben sie gerettet. Ich habe nur geholfen. Danke. Der Junge umarmte ihn Musik einfach, unschuldig, ohne zu wissen, dass er seinen Vater umarmte. Urs hielt ihn fest. Musik. Dieses Kind, sein Sohn, das nach billiger Seife und Erde roch, das seine Augen, seine Nase hatte. Musik. Jonas, zurückhaltender, beobachtete. Erika sagt, du bist wichtig, nicht so wichtig wie ihr. Wirst du bleiben? Es war die Frage, die alle stellten. Musik die Frage, die Urs noch nicht sicher beantworten konnte. Ich werde es versuchen. Versuchen zählt nicht. Mein Papa sagte, entweder man tut es oder man tut es nicht. Alle zitierten Bate, diesen Geistermann, der ein besserer Vater gewesen war, ohne gemeinsame Blutlinie als Urs, mit seiner gesamten DNA. Du hast recht. Also, Musik werde ich bleiben. Jonas nickte, akzeptierte das Versprechen, vertraute, obwohl er es nicht sollte. Sie gingen in die Cafeteria, kauften Essen, die Kinder aßen hungrig. Sie sprachen über Lena, wie sehr sie vermissten, wie sie ihr leeres Bett pflegten. Urs beobachtete sie, diese Kinder, seine Kinder mit kompletten Leben, die er nie kannte, Erinnerungen, die er nicht teilte, Geschichten, in denen er nicht existierte, wie er das wieder gut machen sollte, wie er ein Vater für Kinder werden sollte, die bereits einen hatten, obwohl dieser Vater tot war. Erika trat zu ihm, während Heidi die Kinder zur Toilette brachte. Er weiß es schon. Was? Dass sie seine sind. Ich sehe, wie sie ansehen. Musik. Heidi hat es mir auch gesagt. Beat hat es mir auch vor seinem Tod gesagt. Und was halten Sie davon? Ich bin der Meinung, dass Genetik keinen Vater ausmacht. Musik aber auch Abwesenheit nicht dazu führt, dass man keiner mehr ist. Erika sah ihn direkt an. Diese Kinder brauchen einen Vater. Sie brauchen Musik, einen Vater. Aber sie brauchen Zeit. Alle brauchen sie. Wie viel Zeit? So viel wie nötig. Als sie in Lenas Zimmer zurückkamen, hatte sich etwas geändert. Die Monitore piepten anders. Dr. Brunner war da und überprüfte. Was ist los? Heidi rannte. Seht mal, der Arzt Musik zeigte. Lenas Augen bewegten sich unter den Lidern. Ihre Finger beugten sich. Sie wacht auf. Lenas Lider bewegten sich einmal, zweimal. Mein Schatz, ich bin hier. Heidi nahm ihre Hand. Musikmama ist hier. Lenas Augen öffneten sich langsam, desorientiert, suchten nach Fokus. Mama. Ihre Stimme war ein raues Flüstern wegen des Tubus, den sie gerade entfernt hatten. Musik, ja, mein Schatz, ich bin hier. Bin ich gestorben? Nein, Heidi lachte unter Tränen. Du lebst. Du hast gekämpft und gewonnen. Lena sah sich um, sah die Maschinen, die Kabel, dann sah sie Urs. Du bist gekommen. Ich sagte dir, ich würde hier sein. Ich dachte, du lügst. Ich habe nicht gelogen. Jonas und Noah näherten sich schüchtern dem Bett. Musik, Lena. Jonas berührte ihre Hand vorsichtig. Du hast uns Angst gemacht. Es tut mir leid, du musst dich nicht entschuldigen, sagte Noah und kletterte vorsichtig auf das Bett. Mach es einfach nicht wieder. Lena lächelte schwach. Dann, Musik, sah sie ihre Mutter an. Wie lange? 2 Tage. Aber es ist vorbei. Dir geht es gut. Es tut weh, ich weiß. Aber es wird besser werden. Der Arzt hat es versprochen. Musik, Doktor. Brunner kam herein, überprüfte die Vitalfunktionen, lächelte. Du bist eine Kriegerin, Lena. Dein Herz schlägt stark. Ich werde nicht mehr sterben? Nein, für sehr, sehr lange Zeit nicht. Kann ich nach Hause gehen? In ein paar Tagen. Wir müssen sicherstellen, dass alles gut heilt. Als der Arzt gegangen war, sah Lena Urs wieder an.
Stimmt es, was du vor der Operation gesagt hast? Welchen Teil? Dass du mein Papa bist. Die Kinder erstarrten. Heidi auch. Lena, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, begann Heidi. Ich will es wissen. Ich wäre fast gestorben. Ich verdiene es zu wissen. Sie hatte recht. Sie hatte um ihr Leben gekämpft. Sie verdiente die Wahrheit. Ja, Musik, sagte Urs. Ich bin dein biologischer Vater. Jonas sah Urs an, dann seine Mutter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich vor langer Zeit, bevor ihr geboren wurdet, eure Mama kennengelernt habe, erklärte Urs vorsichtig. Und wir haben uns geliebt, aber ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich bin gegangen, als ich es nicht hätte tun sollen. Musik. Und jetzt kommst du zurück? Fragte Jonas misstrauisch. Ja. Wie lange? Für immer. Das hat der Papa meines Freundes Luca auch gesagt. Er war nach 2 Monaten weg. Die kindliche Beobachtung schnitt Musik tiefer als jede erwachsene Anschuldigung. Ich verstehe, dass du mir nicht vertraust. Das solltest du auch nicht. Noch nicht. Noah, der Kleinste, sah Urs mit neugierigen Augen an. Du bist auch mein Papa? Heidi unterbrach schnell. Noah, es ist kompliziert. Nein, unterbrach Urs. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Es ist nicht kompliziert. Musik. Ja, Noah, ich bin auch dein Papa. Und Jonas. Alle 3. Jonas sah fassungslos aus. Alle 3? Aber mein Papa Beat. Beat war euer Vater in jeder wichtigen Hinsicht, sagte Urs fest. Er hat euch großgezogen, euch geliebt, euch gelehrt. Ich habe nur Blut mit euch geteilt, aber er war euer wahrer Vater. Jonas verarbeitete die Informationen. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Ich will keinen anderen Papa. Ich will meinen, das weiß ich. Und ich werde nie versuchen, ihn zu ersetzen. Musik, niemand könnte. Was bist du dann? Urs hatte keine Antwort. Was war er? Ein Fremder mit Geld, ein abwesender Vater, der versuchte, Wiedergutmachung zu leisten, ein gebrochener Mann, der Erlösung suchte. Ich bin jemand, der euch kennenlernen will, in eurem Leben sein will, euch helfen will. Wenn ihr Musik mich lasst, und wenn wir dich nicht lassen, fragte Lena vom Bett aus, dann respektiere ich das, aber ich gebe nicht auf. Ich werde sowieso hier sein, auch wenn es aus der Ferne ist. Lena Musik sah ihn an, bewertend, entscheidend. In Ordnung, du kannst vorerst bleiben, danke. Aber wir haben Regeln. Welche? Du bringst Mama nicht zum Weinen. In Ordnung, du versprichst uns keine Dinge, die du nicht halten kannst. Verstanden? Und wenn du wieder gehst, komm nie wieder. Die letzte Regel wog schwerer als die beiden anderen zusammen. Ich akzeptiere. Heidi beobachtete. Ihr Gesicht war eine Mischung aus Hoffnung und Terror. Hoffnung, dass dies funktionieren könnte. Terror, dass alles wieder zusammenbrechen würde. Erika kam mit Essen herein, blieb stehen, als sie die Szene sah. Die 3 Kinder um das Bett, Musik, Heidi und Urs, auf beiden Seiten wie eine Familie. Störe ich? Nein, sagte Lena. Wir haben fertig geredet und beschlossen, ihm eine Chance zu geben, aber nur eine. Erika sah Urs an. Vergeuden Sie sie nicht. Das werde ich nicht. Die folgenden Tage waren ein vorsichtiger Tanz. Urs besuchte jeden Tag. Er brachte Bücher, Spielzeug, aber vor allem brachte er Zeit. Er saß bei Lena, hörte ihren Geschichten, ihren Ängsten, ihren Träumen zu. Er lernte Jonas kennen, der Tiere liebte und davon träumte, Tierarzt zu werden. Er lernte Noah kennen, Musik, der ständig zeichnete und in allem Magie sah. Und langsam, sehr langsam, begannen sie zu vertrauen. Eine Woche nach der Operation wurde Lena entlassen. Sie konnte nach Hause gehen. Urs hatte etwas vorbereitet. Mit Heidis Erlaubnis hatte er das Haus renoviert. Musik nicht protzig, sondern praktisch. Ein neues Dach, funktionierender Strom, neue Betten für die Kinder. Als sie ankamen, sah Lena sich mit riesigen Augen um. Hast du das gemacht? Musik. Ich wollte, dass du in ein sicheres Zuhause kommst. Es ist zu viel. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein, um die verlorenen Jahre wieder gut zu machen. Aber es ist ein Anfang. Jonas erkundete sein neues Bett. Noah fand neues Musik, Kunstbedarf. Lena setzte sich einfach auf das renovierte Sofa und weinte. Musik? Warum weinst du? Fragte Urs besorgt. Weil ich zum ersten Mal seit langem keine Angst habe. Angst wovor? Dass das Dach einstürzt, dass der Strom ausfällt, dass wir nicht genug haben. Lena sah ihn an. Danke. Es war das erste Mal, dass sie ihm für etwas dankte. Du musst dich nicht bedanken. Doch muss ich, weil das bedeutet, dass du vielleicht bleiben wirst. Ich werde bleiben. Versprochen. Versprochen. An diesem Abend, während die Kinder in ihren neuen Betten schliefen, saßen Heidi und Urs auf der Veranda. Du gewinnst sie, sagte sie. Das ist gut. Ja, aber es erschreckt mich auch. Warum? Weil, wenn du gehst, wenn du sie enttäuschst, wird der Schmerz schlimmer sein als alles zuvor. Ich werde nicht gehen, Heidi. Das hast du schon mal gesagt. Ich weiß, aber dieses Mal ist es anders. Musik, wie? Weil ich jetzt weiß, was ich verloren habe, und ich werde es nicht wieder verlieren. Heidi sah ihn an,
suchte nach der Lüge, nach der Falle. Sie fand keine. In Ordnung, ich Musik glaube dir. Vorerst war es genug, aber was keiner wusste war, dass die Vergangenheit noch Geheimnisse barg. Eines mehr, das größte von allen. Und wenn es ans Licht käme, würde sich alles Musik wieder ändern. Denn in einem kleinen Dorf, wo sich jeder kennt, wo Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben werden, sind manche Geheimnisse zu groß, um begraben zu bleiben. Und dieses Geheimnis betraf nicht nur Urs und Heidi, sondern den wahren Grund, warum Urs vor 15 Jahren ging. Einen Grund, den er selbst nicht vollständig kannte. Einen Monat später hatte das Leben einen zerbrechlichen, neuen, aber doch einen Rhythmus gefunden. Urs hatte ein Haus am Dorf gemietet, nah genug, aber nicht aufdringlich. Er verbrachte die Nachmittage mit den Kindern, brachte sie zur Schule, half bei den Hausaufgaben. Lena erholte sich gut. Ihr Herz schlug stark, die Albträume wurden seltener. Jonas begann, ihn Urs statt Herr zu nennen. Noah hatte ihm ein Porträt gemalt, das Urs in seiner Brieftasche aufbewahrte. Heidi beobachtete alles mit vorsichtiger Hoffnung, wie jemand, der so oft verbrannt worden war, dass er dem Feuer nicht traute, selbst wenn es Wärme spendete. Doch eines Sonntagnachmittags änderte sich alles. Musik. Eine ältere, elegante Frau kam ins Dorf, fuhr ein teures Auto. Sie fragte nach Urs. Erika sah sie zuerst. Etwas an der Frau kam ihr bekannt vor, Musik beunruhigend. Die Frau klopfte an Urs Tür. Er öffnete und Musik erstarrte. »Hallo, mein Sohn. Mama, was machst du hier? Ich bin gekommen, um meine Enkel kennenzulernen. Oder wolltest du sie mir für immer verstecken?« Urs ließ sie herein. Seine Mutter Isabelle sah sich mit kaum verhohlener Missbilligung um. Das gemietete Haus war für ihre Verhältnisse bescheiden. »Warum bist du wirklich gekommen? Deine Schwester hat mir alles erzählt von dem Mädchen, der Operation, den anderen beiden. Simone hat ein loses Mundwerk. Sie ist deine Schwester. Sie war besorgt.« Urs setzte sich. Er hatte schon zu viele Geister bekämpft. Seine Mutter war ein weiterer. »Was willst du? Ich will wissen, warum du dein Leben für eine Dorfmädel und 3 Bastarde weggeworfen hast.« Das Wort schnitt. Urs stand auf. »Geh aus meinem Haus.« »Urs, setz dich. Wir müssen reden. Wir haben nichts zu reden.« »Doch, haben wir. Über vor 15 Jahren. Darüber, warum du wirklich gegangen bist.« Urs blieb still. »Ich bin gegangen, weil ich eine Chance hatte.« »Du bist gegangen, weil ich dich gezwungen habe.« Stille erfüllte den Raum. »Was?« Isabelle seufzte, zog langsam ihre Handschuhe aus. Eine Geste, an die sich Urs aus seiner Kindheit erinnerte. Sie zog immer ihre Handschuhe vor schwierigen Gesprächen aus. »Der Investor, der dein erstes Projekt finanziert hat, war dein Vater. Papa ist gestorben, als ich 10 war. Nein, dein leiblicher Vater, der Mann, der dir seinen Nachnamen gab, der dich großzog. Ja, der starb.« Isabelle sah ihn direkt an. »Aber dein biologischer Vater lebte und wollte dich kennenlernen.« »Musik«, Urs Welt wankte. »Wovon redest du?« »Ich heiratete Thomas Meyer, als ich mit dir schwanger wurde.« »Musik«, er wusste, dass du nicht seiner warst, aber er liebte mich. Er gab dir seinen Namen, zog dich als seinen Sohn auf. Nein, dein wahrer Vater war Daniel Huber, der Unternehmer, der Millionär, der Mann, der vor 15 Jahren mit einem Angebot auftauchte, das du nicht ablehnen konntest.« Urs ließ sich auf das Sofa fallen. »Warum hast du es mir nie gesagt?« »Weil du dieses Mädchen heiraten wolltest, in diesem vergessenen Dorf bleiben wolltest. Du wolltest dein Talent verschwenden. Du wolltest glücklich sein«, korrigierte Urs bitter. »Du wolltest arm sein, und ich hatte zu sehr gekämpft, um uns aus der Armut zu holen. Ich wollte nicht zulassen, dass du dorthin zurückkehrst. Was hast du dann getan?« »Ich sagte Daniel, dass du ihn kennenlernen wolltest, dass du Musik dein Erbe wolltest. Er stellte die Bedingungen. Du wolltest das Geld. Du musstest dein Leben hier aufgeben, umziehen, mit ihm arbeiten, Musik beweisen, dass du würdig warst. Und du warst jung, ehrgeizig. Als ich dir die Chance anbot, deinen leiblichen Vater kennenzulernen, Teil seines Imperiums zu werden. Musik, du hast nicht zweimal überlegt. Lüge, ich zögerte. Heidi war ein Hindernis. Also sorgte ich dafür, dass du nicht mit ihr kamst. Musik, wie?« Isabelle blickte nach unten. Zum ersten Mal sah Urs Scham in ihrem Gesicht. »Ich sagte Daniel, dass du verheiratet seist, dass du Verpflichtungen hättest. Er sagte, das sei egal, du könntest deine Frau mitbringen. Aber ich wollte nicht, dass dieses Dorfmädel deine Chancen ruiniert. Musik. Was hast du getan, Mama? Ich sagte dir, dass Daniel verlangte, dass du allein kommst, dass dies seine Bedingung sei. Und an Heidi habe ich einen Brief geschickt.« Urs sprang auf. »Musik, welchen Brief?« »Einen Brief von dir.« Oder das dachte sie, in dem stand, dass du jemand anderen kennengelernt hättest, dass die Ehe ein Fehler gewesen sei, dass sie dich nicht wieder suchen solle.
Du lügst. Ich wünschte, aber nein. Isabelle zog ein altes Papier aus ihrer Tasche. Das ist die Kopie, die ich aufbewahrt habe. Urs las sie. Es war seine Handschrift. Oder eine perfekte Fälschung. Grausame Worte, die er nie geschrieben hatte. Abschiede, die er nie genommen hatte. Heidi hat das bekommen? Ja. 3 Tage nachdem du gegangen bist. Alles ergab einen Sinn. Warum Heidi ihre Nummer geändert hatte. Warum sie ihn nie gesucht hatte. Warum sie, als er endlich versuchte zurückzukehren, bereits mit Bee zusammen war. Du hast mein Leben zerstört. Ich habe dir ein besseres Leben gegeben. Du hast meine Familie zerstört, bevor ich die Chance hatte, sie aufzubauen. Ich habe dir Reichtum, Erfolg, alles, was du wolltest, gegeben. Ich wollte Heidi. Ich wollte mein Kind. Ich wollte das Leben, das wir aufbauten. Isabelle stand auf. Du warst zu jung, um zu wissen, was du wolltest. Ich war 23, genug, um zu entscheiden. Musik. Und sieh dich jetzt an, Millionär. Erfolgreich. Du wirst mir sagen, dass du es jeden Tag bereust. Die Tür öffnete sich. Es war Heidi. Sie hatte alles von der Veranda aus gehört. Es ist wahr. Ihre Stimme zitterte. Der Brief. Urs drehte sich um. Ich habe diesen Brief nie geschrieben, aber ich habe ihn mit deiner Handschrift, deiner Unterschrift erhalten. Meine Mutter hat ihn gefälscht. Heidi sah Isabelle an. Jahrelanger Schmerz verwandelte sich in Musikwut. Sie haben mir 15 Jahre mit dem Mann genommen, den ich liebte. Ich habe meinem Sohn eine Zukunft gegeben. Musik. Sie haben ihm seine Familie genommen. Ich habe ihm die Armut genommen, die Stagnation, ein mittelmäßiges Leben. Heidi trat auf Isabelle zu. 2 Frauen, 2 Weltanschauungen, 2 Ideen von Liebe. Ihr Sohn hat 3 Kinder, die ohne Vater aufwuchsen, die weinten und sich fragten, warum sie nicht genug waren, damit jemand sie liebte, die sahen, wie ihre Mutter bis zur Erschöpfung arbeitete, die Hunger, Scham, Verlassenheit kannten. Das ist nicht meine Schuld. Es ist genau ihre Schuld. Und Urs, weil er ihnen geglaubt hat. Urs stellte sich zwischen sie. Heidi, ich wusste es nicht. Ich weiß, aber du hast auch nicht gefragt. Du hast nicht gekämpft. Du hast angenommen. Ich hätte dich vergessen und bist weitergezogen. Es war wahr. Musik schmerzhaft war. Isabelle ging zur Tür. Ich bin gekommen, um dich nach Hause einzuladen, Urs. Dein Vater Daniel ist letzten Monat gestorben. Er hat dir Musik alles hinterlassen. 500 Millionen Franken. Aber nur, wenn du in die Hauptstadt zurückkehrst, wenn du das Geschäft wieder aufnimmst. Musik. Nein. Was hast du gesagt? Nein. Behalte das Geld. Gib es Simone. Ich will es nicht, Urs. Es ist ein Vermögen. Es ist schmutziges Blut mit Lügen gekauft. Ich will es nicht. Du bist lächerlich. Ich bin Vater. Etwas, das du mir nie beigebracht hast. Isabelle sah ihn lange an. Schließlich nickte sie. Eines Tages wirst du es bereuen. Ich bereue schon viele Musikdinge. Aber diese Entscheidung wird keine davon sein. Seine Mutter ging und hinterließ Stille in ihrer Abwesenheit. Musik. Heidi setzte sich. Urs auch. 15 Jahre, flüsterte sie. 15 Jahre durch eine Lüge zerstört. Es tut mir leid. Es war nicht deine Schuld. Nein, komplett. Ich hätte mehr kämpfen sollen. Ich hätte früher kommen sollen. Ich hätte. Heidi legte ihre Hand auf seine. Es ist vorbei. Wir können es nicht ändern. Was machen wir dann? Wir machen weiter mit der Wahrheit. Dieses Mal. Die Tür öffnete sich. Lena, Jonas und Noah traten ein. Sie waren bei Erika gewesen. Wer war diese Dame? Fragte Lena. Meine Mutter, antwortete Urs. Musik. Sie sah wütend aus. Das war sie. Warum? Urs sah Heidi an. Sie nickte, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die sie nicht billigt. Musik. Welche Entscheidung? Für immer hier bei euch zu bleiben. Lena studierte sein Gesicht. Für immer, wirklich? Für immer, wirklich. Und wenn sie zurückkommt? Und wenn sie dir mehr Geld anbietet? Es gibt nicht genug Geld auf der Welt, um mich wieder von euch wegzulocken. Jonas trat schüchtern näher. Musik. Können wir dich Papa nennen? Urs Herz hielt inne. Wenn ihr wollt. Aber wir hatten einen anderen Papa, Beat. Und er wird immer euer Papa sein. Niemand kann ihn ersetzen. Aber vielleicht könnt ihr 2 haben. Einen in euren Erinnerungen und einen hier. Jonas dachte nach, dann nickte er. In Ordnung, Papa Urs. Noah rannte, um ihn zu umarmen. Musik? Ich habe wieder einen Papa. Lena blieb zurück. Beobachtete, näherte sich schließlich. Noch eine Chance, sagte sie. Aber es ist die letzte. Ich weiß, vergeude sie nicht. Das werde ich nicht. Er umarmte sie. Und zum ersten Mal seit 15 Jahren hatte Urs das Gefühl, genau dort zu sein, wo er sein sollte. 6 Monate später. Heidis Haus hatte jetzt eine neue Veranda. Urs hatte sie mit seinen eigenen Händen gebaut. Er beauftragte niemanden. Er tat es selbst. Jeden Nagel, jedes Brett. Die Kinder spielten am Garten. Lena, vollständig genesen, rannte mit ihren Brüdern. Ihr Lachen erfüllte die Luft. Urs und Heidi saßen zusammen und beobachteten. Glücklich? Fragte sie, mehr als ich verdiene. Alle verdienen zweite Chancen. Und wir haben eine zweite Chance. Heidi sah ihn an. Liebe lag in ihren Augen, aber auch Vorsicht,
Narben, die nie ganz verschwinden würden. Frag mich in einem Jahr oder in 5, Musik oder in 20 und vielleicht habe ich dann eine Antwort. Vorerst war es genug. Urs hatte gelernt, dass Liebe nicht immer mit Garantien kommt, dass Familie Tag für Tag aufgebaut wird, dass Vatersein nicht von Blut abhängt, sondern von Präsenz und dass manchmal der größte Schatz nicht der ist, den man aufbaut, sondern der, den man fast verliert und um den man kämpft, um ihn zurückzugewinnen. Die Lektion. Diese Geschichte lehrt uns, dass es nie zu spät ist, nach Hause zurückzukehren, dass Fehler der Vergangenheit unsere Zukunft nicht definieren, dass wahre Liebe die Zeit überdauert, Musik, Lügen, sogar die Abwesenheit. Aber vor allem lehrt sie uns, dass Taten immer lauter sprechen als Worte. Urs verlor 15 Jahre, aber er gewann den Rest seines Lebens. Nicht, weil er Geld hatte, sondern weil er endlich Musik verstand, was wirklich wichtig war. Was würdest du in dieser Situation tun? Würdest du Erfolg oder Familie wählen? Musik, Reichtum oder Liebe? Hinterlass es mir in den Kommentaren. Wenn diese Geschichte dich bewegt hat, teile sie mit jemandem, der sie hören muss. Jemandem, der weit weg von zu Hause ist. Jemandem, der denkt, es sei zu spät, um zurückzukehren, denn es ist nie zu spät, solange es Leben gibt, Musik, solange es Liebe gibt, solange es den Mut gibt, unseren Fehlern zu begegnen und Frieden mit unserer Vergangenheit zu schließen. Und vergiss nicht, dich anzumelden für weitere Geschichten, die direkt ins Herz gehen. Geschichten von zweiten Chancen, von zerbrochenen Familien, die wieder aufgebaut werden, von Liebe, die alles überdauert. Das nächste Video wird dich noch mehr überraschen, denn wir alle haben Geheimnisse, wir alle tragen Schmerz und wir alle verdienen eine Chance auf Erlösung. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.